Was ein Übergang. Ist ja grandios. Grandioso Mundo. So, Danny, Servus. Thales, moin. Anmu, Happy Deadline Day. Ja, wird bei uns ja nicht happy sein. Mucke haben wir ja zum Glück hingekriegt, wa? Flumi, Naben, Chico, Servus. Düt, 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 düt. So, erstmal ein Stückchen trinken, ne? Kampfdampfer. Moin. Und natürlich Neutron Tonitex. Heute wild. Was ist heute Thema? Guck doch mal Titel des Streams an. Der Start in die Saison, Champions League Chancen, Jugend, Transfers, Deadline Day. Das sind unsere Themen. Nee, ich gucke erstmal, was ihr für Themen habt, ne? Ich gucke erstmal, was ihr für Themen habt. Ansonsten, ja, die Tage schon in meinem Gaming-Stream gesagt, ich könnten das Thema Max Eberl und Uli Hoeneß können schon einen Abend füllen. Also, ich könnte genug erzählen, so ist nicht. Nicholas Jackson, genau. Wir haben bald Michael Jackson oder Samuel Jackson haben wir bei uns. Aber Chelsea zieht uns ja da auch wieder die Hosen aus. Ja, ist doch schon mal ein schönes Thema zum Einstieg, oder? Ich meine, noch ist das ja nicht fix hier. Ich habe hier so einen Ticker auf, war Deadline Day Ticker. Aber nochmal 1,5 Millionen mehr für die Leihe. Und Kaufpflicht, wenn, keine Ahnung, ich denke mal, wenn eine bestimmte Anzahl Einsätze erreicht ist. Ich denke, daran wird die Kaufpflicht gebunden sein. Ja. Die wird dann sehr wahrscheinlich bei, was? Da insgesamt 80 Millionen sein sollen, also bei 63,5 liegen, oder? Joa. Keine Ahnung. Mir sagt der gar nichts. Ja? Von daher, wie immer, ich halte das wie immer, wie bei Michael, wie bei Luis. Wenn der Spieler bei uns ist und bei uns performt, dann kann ich den beurteilen. Dann kann ich sagen, ob das sinnig ist oder nicht sinnig ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendein Spieler, der bei Chelsea auf der Bank sitzt, was weiß ich. Bin ich raus. Ja? Kann ich nichts zu sagen. Aber ja. Thema 1, Josh ist scheiße und an allem schuld. Nee, Josh ist scheiße, ja, aber an allem schuld ist er nicht, aber an vielen war er schuld bisher. Aber das Thema begleitet uns seit 2 Jahren und das wird uns die nächsten, wie lange hat verlängert? 4 Jahre begleiten. Weil der Mann halt unantastbar ist. Ja, wie gesagt, meine Meinung zu Jackson ist, keine Ahnung. Kann ich beurteilen, wenn ich ein paar Spiele bei uns gesehen habe. Was soll ich beurteilen, wie er woanders performt? Das macht eh keinen Sinn in meinen Augen. Ich meine, immerhin ist er 24 und keine 29, von daher, ja, I don't know. Ja, Derby war sehr unterhaltsam, ja. Das stimme ich zu. Generell waren die Spiele sehr unterhaltsam bisher. Also, es war jetzt keine langweiligen Spiele dabei, ne? Also, gegen Leipzig war natürlich unterhaltsam, weil es eine klare Nummer war. Ein gutes Spiel. Und die anderen beiden Spiele waren unterhaltsam, ja, weil wir es unterhaltsam gemacht haben. So ein Ding. Blondie, wunderschönen guten Abend. Ja, wie gesagt, was interessiert uns, was in England gesagt wird? Also, I don't know. Ist mir am Ende wurscht. Weißt du? Ja, und was ist jetzt, wenn er bei uns im ersten Jahr 30 Hütten macht? Ja. So, wen interessiert es dann, was er in England ein Chancentod war? Keine Ahnung. Bitte sei mir nicht böse, wenn ich unseren Club von außen betrachte, komme ich mir bisweilen vor wie in einem was für ein Ding? Panoptikum?
Ein Käfig voller Narren. Zwischenzeitlich habe ich das gesicherte Gefühl, dass unser FC Bayern sich von potenziellen Vertragspartnern bei Spielertransfers wie ein Tanzbär am Nasenring durch die Manege führen lässt. Naja, man hat sich halt selber in diese Lage manövriert, ne? Die dreimalige Kehrtwende in der Causa Nicolas Jackson zwischen dem 30. ist genauso beispiellos wie die Bundesliga-Rekordsumme von 15 Millionen Leihgebühr Kaufpflicht in Höhe von sage für einen Spieler, der im Kader beim FC Chelsea nicht mehr rücksichtig finden sollte. Und mit solch gigantischer Überzeugung Aufwendung will man die angespannte Finanzlage konsolidieren. Hier kann sich jeder mit ein wenig Fußball-Sachverstand selbst ein Urteil bilden. Ja. Deshalb teile ich in keiner Weise die Aussage von Bayern VPN treffen. Da finde ich ein realitätsgewonnener Albtraum. Mein Urteil steht schon lange fest. Ich bin einfach sprachlos über das Amateurverhalten, das eher zu einem provinziellen Kreissieger als einen, der den Champions League-Teilnehmer passt. Ja, wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht an dem einen Typi festmachen, aber wir können gleich direkt mit dem Thema Transfers mal oder Transferphase einsteigen. Aber dann sind wir ja auch schon beim Thema Max Eberl und Uli Hoeneß. Aber ich nehme mal noch den Ambu hier mit. Wir machen uns einfach nur noch lächerlich auf dem Transfermarkt. Das ist einfach mal nur Strategie. Sorry, aber solange die alten Granden da im Aufsichtsrat ihr Unwesen treiben, kannst einen Manager holen, so viel wie du willst. Kann die Arbeit von Eberl ja gar nicht bewerten. Genau. Manchmal glaube ich, der hält nur seinen Stuhl warm und holt sich vom Aufsichtsrat Aufträge ab, die jeglicher Vernunft widersprechen. Ja. Aber gehen wir mal rein. Gehen wir mal ein bisschen rein in das Thema Transfers. So. Oder Transferstrategie, die wir nicht besitzen irgendwie. Ja, wie du es ja schreibst. Also ich tue mich auch super schwer damit, gerade Max Eberl irgendwie irgendwo zu bewerten. Ja? Also jeder, der die PK gesehen hatte, wo dann Max Eberl sitzt und hämisch sagt, ja, vielleicht kann ich den Woldemade, können wir den ja ausleihen von Stuttgart, weil leihen dürfen wir ja. So, das sagt doch schon alles. Ja? Das sagt doch alles aus über. Und da sind wir auch bei der Stefan Seisfried. Ich weiß nicht, wie ein Club von der Größe des FC Bayern, aber das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber wir wiederholen das einfach, so geführt werden kann. Ja? Ich habe es jetzt schon in 3, 4 Streams gesagt, glaube ich. Ich meine, es kann ja jetzt keiner mehr hier im Chat sein oder generell irgendwo sitzen und sagen, beim FC Bayern hat nicht Uli Hoeneß das Sagen. Ja? Also ich denke mal, das hat die PK ja klar gezeigt. Ja? Also, ich denke, die PK hat klar gezeigt, dass ein Max Eberl wahrscheinlich noch den einen oder anderen Spielern vielleicht verpflichten wollte. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut oder schlecht wäre. Da kommen wir gleich noch zu. Aber er halt mal wieder, hat er ja auch so gesagt, die Anweisung gekriegt hat vom Aufsichtsrat, du darfst noch einen Spieler leihen und sonst darfst du nichts machen. So. Das Ganze, wann? Vor einer Woche war es? Dann versuch mal, einen Spieler zu leihen, der dich weiterbringt. So. Ja. Wie gesagt, ich kenne den Jackson jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, welches Niveau der hat. Aber find mal einen Spieler, den du leihen kannst. Ja, der dich weiterbringt vom Niveau her. So, wie soll das funzen? Ja, ist es richtig, dass du für die 15 bis 25 Millionen, die da im Raum standen, die noch zur Verfügung stehen, so einen Spieler nicht kriegst? So. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, warum hat man nicht die Eier und kauft mal irgendwo, was weiß ich, irgendeinen talentierten Spieler ein für 15, 20 Millionen und gut. Aber da sind wir ja schon wieder bei dem Thema, was bei uns im Verein sowieso nicht klappt. Das ist ja die Talentförderung. So. Da haben wir ja einen Trainer geholt, der da keinen Bock drauf hat. Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Also von daher, ich kann den Move von Uli Hoeneß verstehen. Ja, ich kann den voll verstehen. Erstens, ja, wir sparen roundabout. Ich weiß nicht, was der Jackson jetzt verdient und so weiter, aber ich denke, wir werden im Groben und Ganzen so um die 50 Mille einsparen an Gehälter pro Jahr. So, ja, das sparen wir schon mal ein. Und natürlich hat sich so ein Uli Hoeneß und auch der Aufsichtsrat und alle im Verein auf die Fahne geschrieben, Leute, wir müssen mal jetzt den Campus einbinden und da 1, 2 Spieler pro Jahr an die erste Mannschaft heranführen. So, das hat man sich auf die Fahne geschrieben, das hat man vor, wie lange ist der Eberl jetzt da? 1,5 Jahren. Vor 1,5 Jahren hat er sich großmundig da hingesetzt
mit dem Christoph Freund zusammen, der extra dafür geholt wurde, schon vor Eberl, damit wir genau das tun, ja, dass wir Spieler entdecken, bevor sie halt eben 60, 70, 80, 90, 100 Millionen kosten, sondern wir entdecken sie einen Step vorher. Ja, das war der Plan, das war die Aussage vor 2 Jahren, wo Christoph Freund geholt wurde. Wir haben nicht einen so einen Transfer getätigt. Nicht einen. Also Mathis Tell war noch auf Brazzos Füßen gewachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten haben wir so einen Transfer nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ja, mit viel Wohlwollen können wir Michael Olisse dazu zählen, aber der hat auch schon über 50 Mille gekostet. Also weiß ich nicht, ob man jetzt von dieser Art Transfer reden kann. Man hatte jetzt noch 25 Millionen, da hätte man ja dieses Jahr jetzt diese Art Transfer machen können. Aber man kriegt es ja noch nicht mal hin, die eigenen Jugendspieler in den Kader zu buxieren. Die schickt man ja alle weg. Ja, Iran Kunda war so ein Transfer, richtig. Der durfte dann 2 Spiele in der Vorbereitung spielen, wurde ein halbes Jahr verliehen und dann verkauft. Ja, weil er, weiß ich nicht, zu jung ist. Ja. Von daher nochmal zurückzukommen auf den Move von Uli Hoeneß. Ich verstehe den Move von Uli Hoeneß, weil er dazu den Sportvorstand, den Sportdirektor und den Trainer zwingt. So, was anderes ist das nicht. Ja, was anderes ist das nicht. Das ist einfach ein Zwingen, dass man jetzt auf die eigenen Spieler setzt. So, das ist mein Take. Das ist der Gedanke von Uli Hoeneß dahinter. Es geht nicht darum, ob wir, was weiß ich, 50 Mille sparen, ob wir 80 Mille sparen, ob wir 100 Millionen sparen. Ich bitte euch. Leute, wir fahren seit, keine Ahnung, seitdem ich denken kann, in jeder Jahreshauptversammlung machen wir Plus. So, wir können kein Minus haben. Ja. Natürlich ist es sinnig, mal die Kaderkosten runterzuschrauben. Die waren viel zu hoch bei uns. So, aber das ist nicht die Intention von Uli Hoeneß. Das ist nicht die Intention zu sagen, oh ja, wir müssen jetzt unbedingt 80 Millionen einsparen dieses Jahr. Nee. Das ist seine Ausrede, um sich nicht dahin zu setzen und zu sagen, pass mal auf, wir wollen hier auf die eigene Jugend setzen. So, das ist mein Take. Ja, von daher kann ich das voll nachvollziehen, dass der Uli den Move gemacht hat. Vor allem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass so Musiala, Davis und Ito ja auch noch in der Regel wiederkommen sollten. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben auch meistens 3, 4 Verletzte pro Jahr. So, ja, das ist ja auch Standard bei uns. Guckt euch den Transfer Sommer an. So, ein Spieler, der ein gutes halbes Jahr hatte, der eine gute U21 gespielt hat auf einmal einen Marktwert von 75 Millionen und wechselt jetzt für 90 in die Premier League. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Über was reden wir? Ja. Also nochmal, ey, wenn du für einen Woldemade 30 Millionen gezahlt hättest, dann wäre das ein guter Deal gewesen. Aber die Summen sind ja gerade, das ist der Markt. Ja, das ist der Markt, Leute. Ein gutes Jahr reicht, das ist der Markt. Punkt. Ein gutes halbes Jahr reicht. Ein gutes halbes Jahr, junger Spieler, langer Vertrag, ja, Marktwert 75 Mille. Punkt. Fertig. Ja. Du musst nicht mehr nachweisen, ob du das Niveau hast. Das interessiert keine Sau mehr. Von daher schwierige Transferphase gerade. Ja. Und das wird nicht besser werden. Das wird nicht besser werden. So. Und wenn du dann guckst, was wir für einen Aderlass in der Bundesliga haben, dann wird es für den FC Bayern auch nicht einfacher werden, dass irgendwelche Topspieler unbedingt zum FC Bayern kommen. Ja? So, das gehört auch zur Wahrheit. Weil, Leute, Fußballromantik, dass Spieler zum FC Bayern kommen, als der FC Bayern ist, ich denke, das hat der Woldemade nochmal gezeigt, das können wir abhaken. Ja? So, von daher unsere Transferphase jetzt zu bewerten, boah, weiß ich nicht. Wir sind natürlich super dünn besetzt in der Offensive, ja, völlig richtig. Musst du halt 3, 4 Jugendspieler dahinter setzen, so, das ist der Punkt. Ich meine, wenn der Jackson-Typi da jetzt noch kommt, wie gesagt, ich kenne den nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Wir können ja froh sein, dass Serge im letzten Vertragsjahr ist, so, dann ist er ja immer stark. Also von daher erwarte ich, dass Serge sich auf jeden Fall ein bisschen Mühe gibt. Obwohl ich den nicht so gehypt sehe, wie er gerade gehypt wird. Anderes Thema. Ansonsten, ja, was hast du gut? Luis Diaz. Weiß ich noch nicht. Ja, gefällt mir gut vom Einsatz her, vom Wollen, vom Machen, vom Tun. Hat ja dann auch 2 Hütten gemacht, hat aber natürlich auch nochmal 4 verstolpert. Also von daher mal abwarten, wo da die Richtung hingeht.
Ja, das war es ja schon. Was haben wir sonst verpflichtet? Ja, wir haben Jonathan Tah ablösefrei verpflichtet, Tom Bischof. Ja, das sind unsere Transfers. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Kannst du natürlich drüber streiten, so, ja. Aber wir können uns halt nicht immer, ich meine, ich bin nicht alleine, ich lese gleich den Chat, wie ich das Thema rund gemacht habe. Ich bin ja nicht alleine, der sich hier hinsetzt und sagt, ja, oh ja, wir müssen jetzt mal endlich auf die Jugend setzen, wir haben so viele tolle Talente. Ähm, beides geht halt nicht. Ja? Du kannst halt nicht anfangen, jetzt pro Transferphase hier 2, 3, 4 Leute für wieder jede Position doppelt besetzen und dann hast du Jugendspieler als vierte Lösung oder so. Dann kriegen die wieder keinerlei Einsätze so, ja. Ähm, die Frage ist, ob sie sie trotzdem kriegen unter Kompanie. Das ist so das Thema. Aber das ist so, glaube ich, der Gedanke von Uli Hoeneß und vielleicht dem Aufsichtsrat dahinter, ja. Dass man die sportliche Führung halt einfach dazu zwingt, jetzt zum Beispiel an so einem Lennart Kahl festzuhalten, ja. Wenn dem so ist, ist es natürlich traurig, ja, dass man dann da 'n Trainer hat, der das nicht mitträgt oder auch einen Sportvorstand, der das nicht mitträgt, auch wenn das kommuniziert. Aber das wissen wir alle nicht, ja? Also, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Kohle liegt. So. Und um darauf zurückzukommen, Max Eberls Arbeit zu bewerten, ja, I don't know, Alter. Er ist Coman losgeworden. Er hat Sané nicht verlängert. Ob das jetzt sein Verdienst ist, wage ich mal zu bezweifeln. Er hat Kimmich verlängert, er hat Davies verlängert, er hat Musiala verlängert. Er hat Michael Olise verpflichtet, hat 'n Obich verpflichtet, hat 'n Bischof ablösefrei verpflichtet, hat 'n Jonathan Tah ablösefrei verpflichtet. Wir wissen alle, ablösefrei heißt nicht gleich kein Geld, ne, logisch. Ähm, hat aber auch 'n Liboy ablösefrei ziehen lassen. Mit dem Opa ist noch in der Schwebe. Keine Ahnung. Wenn du dann hörst, dass Max Eberl, im Woldemade, Poker noch niemals eingebunden war, sondern nur im CC stand und so 'ne Scherze. Keine Ahnung. Ich denke, von außen ist es super schwer, 'n Max Eberls Arbeit irgendwie zu bewerten. Ja, also, ich wüsste nicht, wie ich sie bewerten soll. Ich weiß nicht, wo der was entscheidet, wo der mitfingert, und wie wir gesehen haben, wie wir letztes Jahr schon gesehen haben an der Geschichte mit Doué, der eigentlich schon bei uns unterschrieben hatte und Uli dann sagte: „Ne, ist nicht." Sieht man halt, dass er halt einfach auch keine Kompetenzen hat, ja? Er hat keine Kompetenzen. Ja, ja, ich bringe das Beispiel nur mal, ich habe es ja in den letzten Streams schon gebracht. Also, mein Verständnis ist so, von so einem Verein, wie wir sind, in dieser Größenordnung mit einer ausgegliederten AG, Aufsichtsrat, bla Sülz. Aufsichtsrat ist ein Kontrollorgan oder ein Aufsichtsorgan, sagt der Name ja schon. Und da muss es doch möglich sein, dass man sich am Anfang der Saison da hinsetzt, so mit dem Sportvorstand, dem Sportdirektor, und dann sagt man: „Pass mal auf, wir wollen gerne unsere Gehaltskosten drücken. Ähm, wir stellen euch Betrag X, ich sage jetzt einfach mal 50 Millionen zur Verfügung für Neuzugänge und alles, was ihr an Ablösen reinholt durch Spielerverkäufe, könnt ihr wieder reinvestieren." So, ja. So stelle ich mir das vor. Jetzt mal unabhängig von den Zahlen, ja, die ich genannt habe, ist ja wurscht. So, aber das passiert ja anscheinend nicht bei uns. Und wenn es passiert, dann grätscht 'n Uli jedes Mal dazwischen, ne? Dann sagt er so nach 3 Wochen: „Oh ne, jetzt ist gut. Was mal ne, jetzt also, ne. Coman verkaufen wir, ja, aber verpflichten tun wir jetzt keinen, ne? Ihr dürft noch mal einen ausleihen." Ähm, letztes Jahr dasselbe mit Doué: „Ja, wir sind ja keine Geldscheißer, also so geht das ja nicht", ne? Also, Katastrophe, so kannst du halt keinen Verein führen, ja? Wie gesagt, ich denke, ich sehe die Gedanken dahinter vom Uli und ich trage die auch mit, ja, auf jeden Fall. Nur dann hätte man anders agieren müssen, ja? Warum hat man dann Spieler wie Iran Kunda weggegeben für 'n Apfel und 'n Ei? So. Ist doch völlig fein, wenn du dann 3, 4 Jugendspieler dahinter hast, so. Und wenn dann Not am Mann ist und ein Jugendspieler nicht performt, ja, dann muss es doch möglich sein, dass du noch einen dahinter hast. So, das hast du ja jetzt nicht. Du hast Lennart Kahl, so. Was ist in 2 Monaten stellt sich raus, Lennart Kahl ist nicht das, für das sie ihn alle halten. Er packt's nicht und gut. Ja, kann ja passieren, ne? Ist ja nun mal schwer beim FC Bayern, ist ja logisch. Aber was ist dann? Nix mehr, ne? Nix. Das ist das Problem, was ich sehe.
Ja, so viel mal zu unserer Transferphase. Also, wie gesagt, ich denke, die Ziele wurden erreicht von Max Eber. Er hat Gehälter eingespart, er hat mehr Geld eingenommen, wie ausgegeben wurde. Ähm, ob der Kader jetzt so dünn besetzt ist, können wir gleich mal drauf eingehen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, man hätte ein bisschen anders agieren können, ne, auf dem Transfermarkt und auch auf dem, wie man mit den jungen Youngstern halt umgeht. Und dann wäre der Kader auch nicht unbedingt zu dünn besetzt, ja. Und wenn ihr jetzt gerade mal die ersten 3 Spiele gesehen habt, wir haben in 3 Spielen 12 Tore gemacht. Ich glaube nicht, dass unsere Offensive gerade das Problem ist, ja. Ich glaube, wir haben gesehen, wo unser Problem ist. Das ist auf einer ganz anderen Position. Ja. Wir werden sehen, was heute noch passiert. Sehr wahrscheinlich kommt der Jackson für natürlich kriegen wir da wieder den Stempel aufgedrückt, so genauso wie Liverpool uns die Stempel aufgedrückt hat. Ähm Ja, die Vereine wissen halt, dass der FC Bayern Not am Mann hat, ja, weil alles in die Öffentlichkeit kommt. Alles bei uns, was Transfers angeht. Nehmt als Beispiel den Wirtz-Transfer. Habt ihr davon irgendwann irgendwo nur ein Gerücht gehört, dass er dann zu Liverpool geht? So. Wieso kriegen wir das beim FC Bayern nicht hin? So, und da muss man sich doch nicht wundern, wenn Gott und die Welt weiß, oh, der FC Bayern braucht noch unbedingt einen Spieler, dies, das, Ananas. Ja, dass man dann die Hosen langgezogen kriegt, Alter. Ja, da musst du dich doch nicht wundern. Hä? Was ist denn los? Die müssen doch einfach alle mal die Fresse halten. Ne? Dann können wir auch mal wieder Transfers machen, so wie sie mit Michael Olise war zum Beispiel. So, das war völlig fein. Das war aber auch der letzte Transfer gefühlt, wo das so war. Also seitdem alles öffentlich. Ja? Und alles wird kommentiert halt auch. Es ist ja gut, wenn da so ein Plettenberg oder sonst so ein Fotzenkopf da irgendwelche Gerüchte in die Welt streut, aber dann kommentiert doch nicht alles. Ja? Was ist denn los? Also da sind, keine Ahnung, da haben wir so viel Nachholbedarf irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wilde Nummer, ne? So, jetzt gucke ich mal, was ihr zur Transferphase geschrieben habt. Uli, erstmal liebe Grüße, wa? Bin heute tanken gewesen, habe gefragt, ob ich die Tankfüllung leihen darf. Macht man ja heute so. Ja, aber du kannst ja leihen und dann sagst du, ich fahre die mal zur Hälfte leer und dann gucke ich mal, ob das gut war und wenn, dann muss ich die kaufen. Ah. Ja, genau, Blondie, du sagst das ja auch. Ne? Viel zu viel in die Öffentlichkeit, ne? Warum macht der Uli das? So, das war ja schon letztes Jahr so. Das war bei Kane so. Das ist schon 3 Jahre her. Ja? Warum? Halt doch einfach die Fresse, Uli. Kannst du doch intern alles äußern. Das ist doch gut. Hat er ja auch gemacht anscheinend. Aber da muss man doch nicht nach außen tragen. Also, ich meine, wenn so Max Eberl dann gefrustet da sitzt und das nach außen trägt und sagt, ey, ich darf nicht, ich darf nur leihen, dann wäre das ja was anderes. So, ja? Woldemade. Das 1:0 muss er machen. Das 1:0 hat jeder gemacht, Alter. Ja, das war aber auch so, Anmo. Das habe ich auch schon zu Mara gesagt. Habe ich auch in dem Video gesagt. Also ab der 70. Minute, du hättest halt wechseln müssen. So, aber hast du ja wieder nicht gemacht. Du hast einen Lennart Kahl nicht gebracht, du hast einen Kusi Asare nicht gebracht. So, die waren vorne nicht mehr konzentriert. Du hast das gesehen, was für Riesendinger wir haben liegen lassen. So, das ist ja auch normal, ne? So, der Vini hat es ja auch gesagt in der PK dann, so von wegen, ja, kaum Vorbereitung, bla Sülz. Ist ja alles richtig. Vollkommen, ja. Aber warum, wenn ich doch dann so hoch veranlagte Spieler da sitzen habe, warum kann ich die da nicht, dann bringe ich einen Rafael Guerrero rein. Alter, was ist denn los? Hä? Und ich meine, wir haben nur 3 Wechsel gemacht von 5. Du hättest ja auch noch 2 mehr wechseln können. Hä? Kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Ja, ich kapiere es dann jetzt der Gedanke, oh ja, wir haben jetzt erstmal Pause. Ja, aber die gehen doch alle zur Nationalmannschaft. Ja? Also, ich war Katastrophe. Genau, der Guerrero-Move, Alter. Katastrophe. Mit der Persönlichkeit im Vergleich zu Leroy hast du vollkommen recht. Allerdings, wenn ich die Szene nach knapp einer Minute in Augsburg bewerte, habe ich doch an seiner sportlichen Qualität gewisse Zweifel. Nee, die habe ich nicht. Also, ich verstehe das. Ich habe es ja auch angeprangert, aber ihr müsst das doch mal so sehen. Wir
habe ich halt auch nicht verstanden, auch auf der PK. Jetzt mal ernsthaft. Ey, wir diskutieren über einen Luis Diaz. Ja, wir diskutieren über einen Offensivspieler, der in jedem Spiel ein Tor gemacht hat. Ja. Er hat im Pokal ein Tor gemacht und hat jetzt ein Tor gemacht. Und den nageln wir jetzt an der Wand, weil er nur ein Tor gemacht hat, oder was? Was ist, was? 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 Also ist jetzt der Maßstab, Junge, du musst jetzt jedes Spiel mindestens 2 oder 3 Tore machen, oder was? Das ist der Maßstab? Wie viele Tore hat Leroy gemacht letzte Saison? Waren es überhaupt 10? Ich weiß es nicht mehr. Kann ja mal jemand nachschauen. Hä? Über was reden wir? Sorry, Leute. Über was reden wir? Ja. Da musst du, und wenn du das Spiel gegen Augsburg nimmst, dann musst du Michael Olise genauso an die Wand nageln. Weil er hat dieselben Chancen gehabt. Dieselben Riesendinger. Hat auch nur ein Tor gemacht. Den nagelt keiner an die Wand. Ja, verstehe ich nicht. Natürlich das erste Ding, Junge, du brauchst nur den Fuß hinhalten. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Harry Kane wahrgenommen und wollte ihn querlegen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ja, brauchen wir doch nicht drüber reden. Aber er hat doch sein Tor gemacht in dem Spiel. Ja, also wir diskutieren gerade, oder auch die Presse diskutiert gerade, nagelt einen Spieler an die Wand. Ey, what? Verstehe ich nicht. Sorry. Ja, wenn er kein Tor gemacht hätte, oder im Pokal hat er keins gemacht gegen Leipzig oder was, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall hat er in 3 Spielen 2 Tore gemacht. Punkt. Ja, über was reden wir? Über was reden wir? Seit wann haben wir so einen Maßstab bei irgendeinem Bayern-Spieler mal angesetzt? Haben wir noch niemals bei Harry Kane angesetzt, den Maßstab. So, Harry Kane war Neuner, hat nicht ein Tor gemacht. Aber was ist da los? Ja. Hä? Verstehe ich nicht. Da spricht keiner drüber, oder was? Also, nee. Das finde ich albern. Sorry. Ja, wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er jetzt 3 Spiele hintereinander 3 oder 400-prozentige hat und versemmelt die alle, ja, dann können wir das Fass aufmachen, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass wir das Fass aufmachen, wenn er 2 Hütten in 3 Spielen macht. Dann machen wir das Fass auf, dass er nicht 6 Hütten gemacht hat. Oder wie, oder was? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das. Die Chancen waren, habe ich ja auch gesagt, er muss eigentlich 2 mehr machen, ja. Oder zumindest 1 mehr, genauso wie Michael. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr müsst doch mal die Voraussetzungen sehen. Also, nee, das ist mir viel zu früh, da irgendwie in so eine Kerbe zu gehen. Und nochmal, wir gehen in diese Kerbe, obwohl Leistung da ist. Ja. Der Typ rennt, ackert nach vorne, nach hinten, reißt sich den Arsch auf, ist immer parat. Der lässt nicht ein. Guck mal, wie oft der grätscht in diesem Spiel. Vergleich das mal mit Pummels, Serge oder Leroy, wenn wir den nochmal reinnehmen wollen, oder ein King. Das kannst du doch nicht vergleichen. Und dann diskutieren wir darüber, wenn er 2 Tore in 3 Spielen macht, dass das zu wenig ist. Boah, weiß ich nicht. Gehe ich nicht mit. Ja, ja, ich habe das auch kritisiert, gab eine Note Abzug, er hätte noch 1 mehr machen müssen, keine Frage. Ey, Frank Müller hat ein leeres Tor vom Pfosten geschossen. Über was reden wir, Alter? Sorry. Also da können wir gerne in 4, 5, 6 Wochen nochmal drüber reden, wenn das immer so sein sollte. Ansonsten brauchen wir da nicht drüber reden, Alter. Das ist für mich eine Diskussion, die ist absolut geisteskrank. Ja. So, und warum führt man die Diskussion jetzt? Weil er 75 Millionen gekostet hat oder was? Was ist jetzt der Anreiz? Verstehe ich auch nicht. Weiß ich nicht. Kann der Junge nichts für. So ist der Markt gerade. Ja. Aber nochmal, auf Michael Olise haut keiner drauf, oder was? So. Das war 1:1 eine Kopie. Wo der Diaz vom Einsatz her noch ein bisschen stärker war wie Michael am Samstag. Ja. Nee, das ist mir zu billig, Leute. Da brauchen wir jetzt nicht anfangen und hier den Leroy oder den Serge-Move machen. Und den Spieler nach 2 Spielen oder nach 3 Spielen, wo er 2 Tore macht, irgendwie schlecht reden. Also, Katastrophe. Was ist das für eine Einstellung? Nee, gehe ich nicht mit. Liverpool hat einfach 500 Millionen raus. Ja, die können sich auch leisten. Guerrero und Boe zu wechseln ist schon wild, ja.
Und warum Außenverteidiger kaufen, wenn man da so top besetzt ist, aber Hauptsache stehen in der Zentrale wieder defensiv gut und jährlich grüßt das Murmeltier. Jo, aber das ist ja anscheinend so gewollt. Nee, langweilig wird es nicht werden. Aber wie gesagt, das ist ja anscheinend so gewollt bei uns, oder? Also, also ich bin jetzt weit davon weg, ein Kimmich oder ein Goretzka oder ja, natürlich kritisieren wir die Leistung, aber mittlerweile gehe ich dahin, ich habe es ja in dem einen Video gesagt, guck mal, es gibt 2 Möglichkeiten. Also noch worüber reden wir? Nehmen wir das Pokalspiel. So, was war es beim 2:1 oder was, wo der Kimmich den gegnerischen Torwart anläuft? Wir haben es in Augsburg gesehen mit Goretzka. Goretzka läuft den gegnerischen Torwart an bei 3:2. So, das sind Sechser oder Achter, ja? So, das ist ja kein Zufall. Die denken sich ja wahrscheinlich nicht: „Oh, ja, ich habe jetzt mal keinen Bock hier die Posi zu halten. Ich laufe jetzt mal den gegnerischen Torwart an.“ So, das scheint ja anscheinend unser Spielsystem zu sein, ja? Dass dann der Sechser rausrückt und den gegnerischen Torwart anläuft wie ein Bekloppter und dann nicht hinten in dem Raum ist, ja? Genauso wie unser Außenverteidiger. Unsere Außenverteidiger sind ja eigentlich keine Außenverteidiger. Also, unsere Abwehrreihe besteht ja quasi aus 2 Innenverteidigern. Das war's ja, ne? Das ist alles. So, und das ist ja anscheinend unsere Taktik. Und das ist ja auch gut. Wenn der Kompanie das so möchte, dann macht er das so. Und deswegen sehen wir 'n Conny Leimer da rumdümpeln. Ähm, ja, dann ist das so. Ja, aber dann wird's nicht langweilig. Ich verstehe es aus meiner, Warte verstehe ich's auch nicht. Ähm, und wenn man schon so spielt und es dann 3:0 steht, egal ob jetzt Bundesliga, Pokal, sonst was, dann muss man so schlau sein und sagen: „Ey, Leute, es steht jetzt 3:0. Ja, wie wär's denn, wenn unsere Außenverteidiger mal auf ihren Positionen sind und unsere zentralen Mittelfeldspieler vielleicht auch und wir lassen den Gegner mal ein bisschen machen, weil wir haben ja auch keine Vorbereitung gehabt und wir machen mal ein bisschen Kräfteschonung und fahren dann vielleicht noch mal 1, 2 Konter mit dem Harry Kane auf der Zehner-Posi, der die ganzen Angriffe einleitet und unseren schnellen Außen und gut ist, ne? Aber das kriegen wir auch nicht hin. Wir spielen dann 90 Minuten durch. 80. Minute 3:2, Leon Goretzka läuft 'n gegnerischen Torwart an. Pokalspiel Kimmich dasselbe. Hä? What the hell? Ja? Und dann siehst du wieder, kleinen Josh hinterherrennen wie so 'n Dackel, weil er nicht mehr hinterherkommt. Und Leon bleibt gleich stehen, der versucht's erst gar nicht. Also, das verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, kannst du erste Halbzeit machen, Vollgas, alles gut, ja, wenn das deine Taktik ist. Aber du musst doch irgendwann mal anfangen, wenn's 3:0 steht, mal zu sagen: „Komm, Schalter umlegen. Taktik 2 ist jetzt am Start“, oder nicht? Habt ihr die habt ey, guckt euch die ey, wir nageln die Innenverteidiger an die Wand, habe ich ja nicht ganz so getan in meiner Benotung auch. Aber guckt euch doch mal an. Da läuft einer einfach durch. Der läuft einfach durch. Da geht kein Sechser mit, nichts. Der läuft einfach frei durch. Ja, und dann wundert man sich, dass der Innenverteidiger nicht mehr hinterherkommt. Ja, weil der muss sich erst mal umdrehen, muss umschalten, muss hinterherrennen wie so 'n Idiot. Ja, und warum läuft kein Sechser mit? Weil kein Sechser da ist. Der eine steht am gegnerischen Torwart und der andere ist irgendwo auf 'ner halbrechten Position im offensiven Mittelfeld. Ja, what the hell? Also, Leute, verstehe ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Und dann gibt es wirklich Leute, die reden über die Champions League, Alter, ne? Musst du dir reintun. Ja, konnte man die auch letzte Saison nicht. Ach ne, so weit bin ich noch nicht, Bud Spencer. Also, früher sind die besten Spieler der Bundesliga zur FC Bayern gewechselt, heute zieht es jeden in die Premier League. Die Bundesliga ist nicht attraktiv genug. 4 Premier League-Titel sind höher anzusehen als 10-mal Meister der Bundesliga. Ne, keine Ahnung. Ich fühle das 'n bisschen, ich verstehe das 'n bisschen, ähm, aber das liegt doch lag das jetzt daran, dass der FC Bayern zu unattraktiv ist, dass der Woldemade nicht zum FC Bayern gekommen ist? Ich denke nicht. Es lag daran, dass Stuttgart zu gierig war und der FC Bayern gesagt hat: „65 Mille und mehr ist nicht.“ So, das war doch das Thema. Der Woldemade hat sich noch nicht da hingesetzt und hat gesagt: „Ah ja, ich warte mal, ich gucke mal, welches Angebot ich kriege.“ Und der hat doch bestimmt nicht gedacht: „Oh geil,
Newcastle ist meine Wahl, Alter. Da kann ich vielleicht mit ein bisschen Glück in 3, 4, 5, 6, 7, 10 Jahren kann ich vielleicht mal irgendeinen Pokal in England gewinnen. Hä? Das hat doch nichts mit sportlicher Attraktivität zu tun. Das ist eine reine Geldgeschichte. Und ich habe es ja in meinem Video auch gesagt, beim Woldemar, da kannst du das ja auch voll verstehen. Ey, der ist 23, der hat ein gutes halbes Jahr gehabt. Der weiß wahrscheinlich selber nicht, ob er sein Level hält, ob das eine Eintagsfliege war oder sonst was. Und dann kommt ein Verein und sagt: „Ja komm, hier kriegst du 12 Millionen. Dann geht er da hin und sagt: „Ja, alles geil, safe. Wenn ich's nicht packe, setze ich mich 5 Jahre auf 'ne Bank und habe die Kohle safe.“ Wird doch jeder von uns machen. Weiß ich nicht. So, wer ist denn noch weggegangen? Das Ding ist doch, dass der FC Bayern an den Spielern gar nicht dran ist. Ja, Wirtz ist das einzige Thema und das ist das Thema, weil Kompany 'n Wirtz gar nicht haben will. Ja, und Eberl wahrscheinlich auch nicht. Das war eine reine Ego-Nummer von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. So, und das hat der Wirtz gemerkt, wo er dann da war und, sich irgend 'ne PowerPoint-Präsentation angeschaut hat, wie denn der Kompany mit ihm plant. Der hat da wahrscheinlich sich irgendwas ausgedacht, weil er gar kein Interesse daran hat. Als wenn der Kompany, ey, der ist jetzt was, ein Jahr, etwas über ein Jahr da. Wir sehen's doch. 4-2-3-1 in Stein gemeißelt wie eh und je und, ja, unsere Außenposition gehen wir ein bisschen auf eine Halbfeldposition. Da hätte er doch das komplette System umbauen müssen. Ist doch klar, dass er das nicht parat hat und dem Wirtz da das schmackhaft macht. Also, das war eine reine Ego-Nummer. Ja, und deswegen ist er jetzt nach Liverpool gegangen, ja. Grandios. Alles andere weiß ich nicht. Über was reden wir? Nimm doch mal die Top-Transfers der letzten Jahre. Nkunku konnte sich nicht durchsetzen. 'N Sancho ist untergegangen von Dortmund, der Bellingham nach Real. Ja, da reden wir über Real, aber alles, was in die Premier League gegangen ist, wer ist denn der Haaland? Aber Haaland ist auch 'ne Maschine, Alter. Ja, De Bruyne war auch damals dumm, ja, hätte der FC Bayern reingehen sollen, aber da waren halt wieder sind wir wieder bei den Themen: „Och ja, die alten gestandenen Spieler, denen können wir keinen vor die Nase setzen, bla, Sülz-Gedöns.“ Weiß ich nicht. Geld regiert die Welt, ey. Geld regiert den Fußball, das ist das Thema. Nichts anderes. Nicht die Bundesliga ist so unattraktiv. Ich glaube eher, dass die Bundesliga ist nicht attraktiv genug, weil sie nicht genug Kohle zahlt. Das ist so das Thema. So, warum sollst du denn in Stuttgart bleiben oder warum sollst du, keine Ahnung, zum FC Bayern gehen, wenn der FC Bayern dir 8 Millionen netto zahlt und du gehst in die Premier League und die geben dir 16 netto. Ja, dann ist dir auch egal, ob du da einen Titel gewinnst. So, das ist doch das Thema. Aber so ist die Zeit heute, ne? Fußballromantik ist vorbei, Leute. Leute. Ja, Xavi Simmons, komm, hör mir auf, Alter. Aber das ist, guck mal, das ist wieder so ein Take hier, 1996. Wer sagt das denn? Wer sagt das? Das ist doch wieder so eine schöne Zeile aus der Bild-Zeitung, oder? Kompany wollte unbedingt Xavi Simmons haben, ist sogar in den Tegernsee gefahren, um ihn Aufsichtsrat sagte nein. Na, wer sagt das denn? Frage, haben wir Bischof geholt, weil er die Tochter von Scholli in Manndeckung nimmt? Das glaube ich nicht, weil Mehmet Scholl ist ja, gut, mit dem Uli konnte er ganz gut, der Mehmet, aber ansonsten ist er ja auch ziemlich durch beim FC Bayern. Premier League-Ding. Ja, wenn wir 200 Millionen mehr hätten an TV-Geldern, dann würden wir jedes Jahr die Champions League gewinnen. Das macht auch keinen Spaß. Ja, nee, würden wir ja nicht. Hast du doch bei, keine Ahnung, wie lange hat Chelsea gebraucht? Wie lange hat Manchester City gebraucht? Wie lange hat Paris gebraucht, bis sie endlich die Champions League gewonnen haben? Ich glaube, Paris hat in der Zeit über 2 Milliarden umgesetzt. Also so einfach ist es auch nicht, ne? Das frage ich mich auch, Anmo. Gibt es eigentlich irgendwo in der Welt einen Aufsichtsrat eines Fußballvereins, der über einzelne Spieler diskutiert? Was hat denn der Aufsichtsrat für Aktien drin, ob ein Spieler sportlich in Ordnung ist? Guckt der Uli sich dann einen YouTube-Video-Zusammenschnitt an und hebt und senkt den Daumen? Also einen YouTube-Zusammenschnitt wird der Uli nicht gucken, weil er gar nicht weiß, wie das Internet funktioniert.
Das weiß nur seine Frau. Aber das verstehe ich halt auch nicht. Ne? Das verstehe ich auch so gar nicht. Aber du siehst es ja, der Uli sagte dann auf einmal auch, Leute, aufgepasst. Wir haben jetzt den Kingsley verkauft. Wir haben 30 Millionen eingenommen, eventuell, wissen wir auch nicht genau. Aber wir kaufen keinen mehr. Wir kaufen keinen mehr. Wir dürfen noch einen leihen. Einen ausleihen dürfen wir. Wir kaufen aber keinen. Und der Eber sitzt da. Ey, eigentlich war das gar nicht geplant mit dem Kingsley. Aber da wird es keinen neuen verpflichten. Ach, wie geil, oder? Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Ich mag Luis Diaz bisher auch, ja. Wie gesagt, man kann da ein bisschen kritisch sein, aber ich habe es ja gerade ausführlich gesagt. Leute, das ist gerade, ich meine, wir haben ja eh Meckern auf hohem Niveau hier, aber das ist ja Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ben, Servus und Glück auf. Ich kritisiere nur die 2-Minuten-Aktion von Lucho. Ich bin glücklich, aber Lucho, ich musste lachen, mehr auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, entweder hat er eine Innen- und Außenrissschwäche, dass er eigentlich den Innenriss nehmen wollte und hat einen Außenriss da gehabt. Oder wie gesagt, er hat gedacht, oh, Harry Kane ist im Rückraum, ich versuche mal dahin zu spielen. Keine Ahnung. Müsste sie ihn halt selber fragen. Allerdings die von mir ausschließlich erwähnte Szene ist in jedem Jahresrückblick an Frank Mill 2.0. Na, Frank Mill war schon cooler, oder? An den Pfosten zu schießen. Ja, natürlich muss er den machen, habe ich ja gerade gesagt. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber ich finde es halt einfach so lächerlich, halt auch die Reporter und sowas. Ja, ist er denn jetzt, über was reden wir? Der hat 2 Tore in 3 Spielen gemacht, Leute. Und ackert und rackert und reißt sich den Arsch auf, was endlich mal wunderschön anzusehen ist. Ja? Wenn ihr euch mal vorher die Nullnummern Sané, Gnabry und Coman auf der Seite angesehen habt. Wobei ich einen Kingsley da ein bisschen rausnehmen würde. Genau, der hat schon mehr gemacht als Sané gefühlt in einem Halbjahr. Ganz genau so sieht's aus, ey. Wie Götze funktioniert er als Duo, finde das klasse, wenn die gegnerischen Torwart anlaufen. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Ja. Finde das auch gut, die Absprache auch, ne? Ist auch gut, dass nicht beide gleichzeitig den Torwart anlaufen. Weil immer nur einer macht. Aber Harry Kane bügelt's ja aus. Harry Kane bügelt's aus, Leute. Unser Innenverteidiger spielt 1 gegen 1 und wenn die mal Zweikampf verlieren, ist die Kacke am Dampfen. Ja. Unsere Innenverteidiger sind echt nicht das Problem. Nee, denke ich auch nicht. Wenn nur die ersten Halbzeiten betrachtet ist, sind wir am richtigen Weg. Wir sind eher am richtigen Weg. So, ich denke, das steht außer Frage. Ich denke, ab Champions League wird das Fass wieder über Holding Six aufgemacht. Ja, aber das Fass kannst du ja jetzt schon aufmachen, wenn du das willst. Habe ich ja gerade schon angerissen. Ich mache es nicht auf, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Man hat die Holding Six da gehabt und hat sie ja, nach Tottenham weitergereicht. Ne? Bin unterhalten bei unseren Spielen. Take Davis, da wir keine Transfers haben, werden wir Davis die Saison als Dings außen sehen. Ja, habe ich ja auch schon gesagt. Ja, das weiß ich noch nicht, das glaube ich noch nicht mal. Bei unbedingt links außen spielen, dem muss, wie gesagt, wenn alle fit sind, also wenn Diaz fit ist, glaube ich, wissen Diaz die linke Seite. Genauso, wenn Michael fit ist, ist der rechts. So. Frage ist, ob wir mal ein bisschen Belastungssteuerung machen, aber da sehe ich einen Kompanie gerade. Ich weiß nicht, das muss er lernen oder was. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, der hat sich ja wirklich nach dem Spiel in den PK hingesetzt, hat gesagt, ja, wir waren dann schon ein bisschen müde und unkonzentriert. Und dann setzt sich, wer war's? War's der Eberl oder was? Oder der Freund? Und ja, wir haben ja nichts mehr, wir können nicht wechseln. Und dann sitzt da Lennart Karl 90 Minuten auf der Bank. Über was reden wir denn? So, und der hat das Spiel vorher
Erste Halbzeit war nicht gut. Ja, war wirklich nicht gut. Das Zusammenspiel mit Michael hat nicht gut geklappt. Hat sich aber reingeschmissen, geackert. Zweite Halbzeit war richtig gut. War richtig gut vom Lennart. Ja, und warum bringst du den dann nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Weil du setzt dich nach dem Spiel da hin und sagst, ja, wir waren müde und das kann man verstehen und keine Vorbereitung, Unkonzentriertheit. Ja, richtig. Kann ich auch verstehen. Aber dann wechsel doch. Dann wechsel doch. Wo ist denn der Sinn? Er weiß das selber. Aber ich weiß, ich raff es nicht. Junge, das Thema wird mich diese Saison so hart triggern wie letzte Saison das Kimmich-Thema. Junge, der weiß das selber und der wechselt einfach nicht. Warum? Weil er zu jung ist. Nicht so viel, ey. Kompanie hat halt nur ein Flipchart-Blatt wie Taktik. Mehr erlaubt der Aufsichtsrat nicht. Das benutzt er von Spieltag 1 bis 34. Er ist auch böse. Das ist auch Fußball, wenn du die Mannschaft einstellst, dann den Rest der Saison simulierst. Ja, so kommt einem das manchmal vor, ne? Also, wie gesagt, da muss ein Kompanie die Saison lernen, ne? Also, sonst brauchen wir nicht über Champions League reden, Alter. Ich meine, aus meiner Sicht brauchen wir das eh nicht. Das Ding ist, wir spielen immer volle Pulle Fußball, das machst du keine 50 Spiele, niemals. Nee, das machst du ja noch nicht mal jetzt über 90 Minuten. So. Ja, das ist ja, was ich sage. Du musst halt ein bisschen schlauer werden. So, wenn es 3-0 steht, ja. Wie gerade gesagt, da müssen die Spieler mal auf ihre Position gehen und du musst halt haben, Alter. Du musst als Trainer draußen stehen, mach hier den Einweiser, so, und da muss die Mannschaft Bescheid wissen und dann musst du umstellen. So, dann spielst du anders. Das verstehe ich nicht. Wir spielen halt einen Stiefel durch. Ja, wie gesagt, ich bin großer Freund davon zu sagen, wir zwingen den Gegner unseren Stiefel auf. Ja, eben weil wir auch diese Qualität haben. Und in der Bundesliga, ja, alles gut, Alter. In der Bundesliga gibt's, weiß ich nicht, gibt es überhaupt eine Mannschaft, die da auf diesem Niveau ist? Wahrscheinlich nicht. So, aber wenn du doch dann weißt, ey, wir haben keine Power für 90 Minuten, ey, dann musst du doch sagen, wenn es 3-0 steht, Leute, hier einmal die 2 hochgehalten, zack. Dann ziehst du dich zurück, jeder nimmt seine Position, Chili-Milli, lass den Gegner ein bisschen kommen, fährst 2 Konter, steht 4-0. Ja, und dann ist der Bums doch zu Hause. Und dann ist doch gut. So, das ist, was fehlt. Ja, das ist, was fehlt. Jackson wird besser als Wirtz und Voldemort. Er hat auf jeden Fall den cooleren Namen. Fühl ich. Ist er schon safe jetzt oder was? Warte, ich scroll mal hoch hier. Ich muss mal aktualisieren. 7 neue Einträge im Deadline Day hier. Mainz gewinnt Rennen um Böwing. Boniface unmittelbar vor Transfer nach Bremen. Junge, was ist eigentlich mit dem passiert? Hä? Das kann mir auch keiner erklären, oder? Ich meine, betrifft uns jetzt nicht beim FC Bayern. Aber was ist denn bitte mit dem Victor Boniface passiert? Der war doch so eine Maschine in Leverkusen und jetzt geht er nach Bremen, oder was? Warum haben wir den nicht geholt? Da hätten die 25 Millionen aber für gereicht, wenn er jetzt nach Bremen geht. Wilde Nummer. Weigel-Transfer. Ach du grüne Neune. Schalke verpflichtet Stürmer. Okay. Gibt noch nichts Neues bei uns. Immer noch alles angeblich hier. Wilde Nummer. Was England an Geld ausgibt, ist schon pervers. Ja, aber es liegt doch daran, weil da Staaten hinterstehen, Leute. Staaten oder irgendwelche Staatsfonds oder das ist doch das Problem. Ja. So. Haben wir doch schon super oft gesehen. Dass das eine Jahr Chelsea war, ob das andere Jahr City war. Dieses jetzt Mal ist es Liverpool, die 500 Mille raushauen. So, wo soll das Geld denn herkommen? Ja. Ist halt so. Da stecken Staaten hinter, das ist Papiergeld für die. Ja, na klar macht der Palin ja gute Spiele in Tottenham. Da wird noch besser werden. Ne? Ist doch logisch. Aber das Thema wollen wir noch nicht aufmachen, Ambu. Das Thema war da durch, wo mit Kimmich verlängert wurde.
Da war das Thema Palinja durch. Punkt. Ja. Weil auch da unser Trainer, unser Verein nicht die Eier hat zu sagen, entweder Kimmich, komm, du bist mein Rechtsverteidiger oder Kimmich, komm, du bist Achter und kein Sechser. Ja. Aber nee, King Kimmich ist überall und nirgends und so ist der Plan, das möchte Kompany so und dann ist das so. Ja. Und deswegen mein Take, du wirst so in der Champions League, brauchen nicht darüber reden, dass wir ansatzweise um irgendeinen Titel spielen, Alter. Das wird wild werden noch. Mhm. Ich wette eins ab, dass das passiert. Was passiert? Stunny links hinten und Davis links außen. Simon, danke für dein Sub im 7. Monat. Vielen lieben Dank. Weltfußballer Nicolas Jackson. Jackson. Nee, habe ich noch nicht gehört. Ist safe oder was? Mit Kaufverpflichtung dann? Geil. Fühle ich. Ja, das Gehalt habe ich noch gar nicht gelesen. Naja, aber ist doch schön, oder? Das wird dann richtig schön für Diskussionen sorgen, wenn der Kompanie dann so einen 2-Minuten-Wechsel macht und Jackson bringt. Freue ich mich schon drauf. Also Stunny hinten und links, hinten links und Davis vorne links. Katastrophe. Mamouche, Etikette, Zoboslai, Frimpong, Wirtz. Ja, weiß ich nicht. Jetzt im Frimpong als die Maschine sehen, Sloboslai, Etikette, weiß ich nicht, steht auch schon in der Kritik, habe ich gelesen. Mamouche, keine Ahnung, habe ich auch nichts von gehört. Weiß ich nicht, wie der performt. Wirtz ist auch noch nicht angekommen in Liverpool, wie man gehört hat. I don't know. Naja, am Frimpong hätte schon früher dran sein können. Mamouche genauso und so weiter. Das Problem ist halt einfach, dass wir, ja, weiß ich nicht. Du bist zu eingefahren auf vielen Positionen einfach. Du bist zu eingefahren und hältst an den Spielern fest und ich meine, gut, wir haben es, ihr müsst ja positiv sehen. Wir sind Sané und Coman losgeworden dieses Jahr. So. Ja. Gnabry ist wahrscheinlich nicht los. Der wird wieder dieses Jahr um sein Leben laufen, weil letztes Vertragsjahr. Den wird er nächstes Jahr verlängern. Wahrscheinlich dann nicht für 17, sondern für 12. Ja, weil er auch bester Bro von Kimmich und so. Läuft. Tom, servus. Wie geht's? Mir geht's gut und dir? 14 Millionen Gehalt plus 16,5 Leihgebühr plus Kaufpflicht von 65. Also ein Gesamtpaket von 100 Millionen ist ja nichts. Ja. Ja, mit den Wechseln. Also wie gesagt, da muss ein Kompany sich echt umstellen. Ne? Also es kann nicht sein, dass er nur in so Low-Bob-Spielen da die Jungen einwechselt. Also ich verstehe es auch nicht. Katastrophe, katastrophales Zeichen einfach, ne? Lächerlich. Und wenn du jetzt wieder noch 2 holst und den wieder den Jungen vor die Nase setzt, verstehe ich dann halt auch nicht, ne? So, wo ist dann auch wieder der Sinn? So, jetzt holst du den Jackson, ja, Musiala wird wieder fit. Wenn du noch einen verpflichtest, über was reden wir? Dann kannst du den Lennart K. gleich wieder, kannst du wieder wegschicken. Ja, wo soll der Junge dann noch spielen? Ja, das ist doch das Problem. Du hast halt einfach keinen Glauben an deine eigenen Jungs. Ja.
Mm, mm, mm. Vielleicht kannst du es auf den Punkt bringen, Effe hätte alle zusammengeschnitten auf Ballbesitz gespielt. Weiß ich nicht, ob Effe das getan hätte. Van Bommel hätte auf jeden Fall da für Ordnung gesorgt. Ich meine, man hat es ja jetzt gesehen gegen Augsburg. Da war kein Kimmich, da war kein Goretzka, sondern Harry Kane, Alter. So, Harry Kane war der einzige Führungsspieler auf dem Feld. Harry Kane hat die Mannschaft geführt. Ja, deswegen war er auch nicht auf der Neuner-Position. Ja, der war ja mehr Sechser oder Achter, wie es Kimmich und Goretzka zusammen waren. Ja, der hat versucht, das Spiel zu beruhigen. Der hat hinten bei den Eckbällen hat er die Bälle festgemacht und rausgemacht. Ja. Vorne war er, der dann mal ganz abgewichst zur Eckfahne gegangen ist. Ja, und nicht wie so ein Irrer weiter drauf. Also, auch da, weiß ich nicht. Ich meine, über was reden wir jetzt bei Goretzka und Kimmich? Die sind beide alt genug und gestandene Spieler. Die kriegen es nicht hin. Ja, und da sind wir wieder bei Tuchel sein Wort. Das sind keine Führungsspieler, Alter. Ja, da muss der Neuner muss sich von vorne nach hinten fallen lassen, um das Spiel zu beruhigen. What? Katastrophe halt. Boniface hat das Knie kaputt. Ja gut, aber wenn er wechselt, gibt es doch Medizincheck, aber nicht? Da wird er wohl spielen können. Wie werdet ihr das Gerücht um die Verpflichtung von Ademolo Lookman? Kenn ich nicht. Naja, gib Harry Kane die Binde, Alter, dann macht Harry Kane das. Ich meine, er hat es jetzt schon gemacht. Auch ohne Binde. Ja, Ten Hag-Geschichte ist ja noch wilder, Alter. Ist ja noch wilder. Also, wo ich das gelesen habe, also ich meine, wir haben jetzt hier gerade schon über unseren Verein gelästert, über Transferphase, über Außendarstellung. Aber was ist das denn bitte für eine Außendarstellung? Du kannst doch nicht einen Trainer verpflichten und den nach 2 Spieltagen wieder rauswerfen. Hä? Was ist das denn? Das ist ja 'n Offenbarungseid für alle, für den ganzen Verein. Ja, bevor ich doch einen Trainer verpflichte, setze ich mich doch hin und kommuniziere mit denen und merke, was hat der für Vorstellungen, wo geht die Reise hin? Und dann schmeiße ich den nach 2 Spieltagen raus oder was? Warum? Was hat er gemacht? Hat er auf 'n Mittelkreis geschissen oder was? Also, hä? Noch katastrophaler wie bei uns. Ja, das Kaufverpflichtung wird anhand der Einsatzzeiten sein oder Spielanzahl oder was auch immer, ja. Mm, 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 mm. Bis sich Kane verletzt, dann kommt man die keine andere Wahl. Wenn Kane sich verletzt, spielt Diaz im Sturm. Wenn ich die Friese sehe, von ihm kommt er nicht auf einen Jackson 5. Dann kommt er eher nach Samuel L. Jackson. Wenn er mit einer 45er zum Training kommt, wissen wir Bescheid. Naja, sind wir mal ehrlich, also wenn ich einen Spieler für 16,5 Millionen leihe, dann muss ich doch eigentlich schon die Absicht haben, ihn auch kaufen zu wollen. Ich kann doch nicht 16,5 Millionen für ein Jahr wegschmeißen. Was ist das denn? Ja, schon gar nicht, wenn ich mich auf der anderen Seite dahinstelle und einer erzählt, wir müssen sparen, bla bla bla. Ja, da muss ich doch schon die Absicht haben, den kaufen zu wollen. Also das ist ja noch die Kehrseite. Das ist ja ganz wild. Naja, haben wir ja schon gesagt, Gnabry ist im letzten Vertragsjahr. Und wenn du dich an die letzte gute Gnabry-Saison erinnerst, dann war das in seinem letzten Vertragsjahr. Ich glaube, Kompany überlebt nicht die Saison und für Max Eber wird es auch eng. Nächste Saison wieder Transfer Taskforce. Also mein Take ist,
Sollten wir keinen Titel holen dieses Jahr, sind beide weg. Ja. Wenn wir Meister werden, ist es relativ schwierig, also wenn wir souverän Meister werden, ist es relativ schwierig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man dann den Trainer gehen lassen sollte. Zumara, der Simon Rolfes, war allerdings der größte Fürsprecher in der Verpflichtung von Trainer Erik ten Hag, trotz aller Kritik, die er bereits bei Manchester United und nach meiner Meinung vollkommen zurecht erhielt. Bin ich nicht drin im Thema Ten Hag, Alter. Aber nochmal, normal als Verein ist ja egal, wo. Setzt du dich ja mit dem Trainer auseinander oder nicht? Ich vermute, dass Kompany die Saison nicht schafft, da er die Jungen nicht fördert und lieber Guerrero oder Bowie anwechselt, die schon oft gezeigt haben, wie man es nicht machen sollte. Ja, wir werden sehen. Ich stehe zu Vincent, auch wenn ich zu dumm bin für Conny, Rechtsverteidiger. Und Maxi, was Maxi? Also ich muss sagen, mein Commitment mit Vincent bröckelt auf jeden Fall hart. Ganz hart sogar. Also ich gehe mit, habe ich ja auch schon letzte Saison gesagt, dass er es wieder geschafft hat, diesen Sauhaufen in eine Mannschaft zu verwandeln. Ja, das merkt man auf dem Platz, das merkt man außerhalb. Das hat er gut geschafft. Ich finde es auch gut, dass er nicht so dünnhäutig ist, auch wenn es ein bisschen langweilig ist in den PKs. Dass er da seiner Linie treu bleibt, den Stiefel treu bleibt. Aber der Umgang mit Talenten ist schon fragwürdig. Mehr wie fragwürdig, wenn wir ehrlich sind. Ja. Mehr wie fragwürdig. Also ich habe immer noch nicht gerafft, warum Mathys Zell den Verein verlassen musste. Ich habe immer noch nicht gerafft, warum Adam Azno den Verein verlassen musste. Ich habe auch immer noch nicht gerafft, warum er Paul Wanner weggeschickt hat. Ja, jetzt kommt mir nicht, oh ja, die hatten alle keine Lust zu spielen beim FC Bayern. Nee, das ist Schwachsinn. Das waren halt alle Spieler. Also gerade beim Tell brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und beim Aznu, ja, es spielt gerade unser Rechtsverteidiger, spielt Linksverteidiger. Was passiert, die Frage, die ich mich stelle, bevor wir auf das Thema zurückkommen, was passiert, wenn Davis oder Ito oder beide zurückkommen? Was passiert dann mit Stunny? Geht der auf die Bank? Oder geht Conny Leimer auf die Bank? Denk mal drüber nach. Ja? Nee, dass man sich dann als Verein da hinstellt und erzählt, ja, wir wollen nur Spieler beim FC Bayern, Jugendspieler beim FC Bayern. Ja, die, wo wir auch merken, dass sie wollen. Und Leute, das ist der größte Dummfick, den man hört, oder? Sorry. Ja, genau deswegen sind die doch weg, weil sie wollen. Und nicht, weil sie den Diener machen und 30 von 34 Spielen auf der Bank hocken wollen. Ja, weil sie sich entwickeln wollen. So, deswegen sind diese Spieler weg. Aber das dann so zu drehen, oh ja, dieser Spieler hat sich nicht committed mit dem FC Bayern, der hat die Rolle nicht angenommen. Alter, fickt euch. Sag ich euch, wie es ist, Alter. Das ist so armselig. Und da kann man den Eber mal knallhart kritisieren. Ja. Das ist doch so armselig. Dann, ey, selbst wenn das so wäre, ja, selbst wenn das so wäre, da muss man sich doch fragen, warum ist das so? Das ist doch die Frage. Ja, da muss man sich doch mal selber kritisieren, warum bekomme ich es nicht hin, dass meine größten Talente nicht das Gefühl haben, nicht das Vertrauen vom Trainer haben und nicht das Gefühl haben, dass sie sich hier bei dem Verein durchsetzen können. Ja. Ja, warum ist das wohl so? Ein Tell hat mal erzählt, ja, du bist der Backup öffentlich. Er hat den PK hingesetzt und hat gesagt, ja, du bist der Backup für Harry Kane. Wenn der ausfällt oder ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann ne, wenn er mal ein Päuschen braucht, dann das ist die Aufgabe von Mathys Tell. Ja. Dann wird Harry Kane ausgewechselt und anstatt ein Tell eingewechselt, wird ein Guerrero für ihn eingewechselt. Auf der Stürmerposition.
Und dann wechselst du den Tell noch später, 20 Minuten später ein, auf einer Rechtsaußenposition, was absolut nicht seine Posi ist. Ja, und dann wundert man sich. Von Adam Azzo brauchen wir nicht anfangen, oder? Also, sorry. Ja, aber da sollte man sich lieber hinterfragen, warum die Talente nicht den Glauben haben, dass man sich beim FC Bayern durchsetzen kann. Ja, das ist das doch. Und wenn man es nicht hingekriegt hat, das 'n Paul Wanner zu vermitteln, dass man an Paul Wanner glaubt und an dem festhält, selbst wenn Musiala irgendwann zurückkommt, wenn er denn gut genug ist und sich entwickelt und durchsetzt, dann muss man sich doch hinterfragen, was läuft denn bei mir falsch, anstatt den schwarzen Peter den jungen Joycern in die Schuhe zu schieben, ja? Das ist doch das Problem. Aber wie denn auch? Ja, guck dir die letzten 1,5 Jahre an, wie wir umgegangen sind mit jungen Spielern. So, ja, das ist doch das Thema. Welcher junge Spieler soll denn denken: „Oh geil, hier habe ich wirklich faire Chancen, hier habe ich 'n Trainer, der auf junge Spieler setzt. Hier kann ich mich durchsetzen, wenn ich will, wenn ich mich entwickle.“ Ja, eben, genau nicht, ja? Und das musst du doch hinterfragen. So, da muss man sich doch mal hinterfragen, ja? Woran liegt das? Katastrophe halt. Und dann machst du die 'ne kommende Saison machst du genauso weiter. Nochmal gegen Augsburg. Du setzt dich da hin nach dem Spiel und sagst: „Ja, die waren alle müde, das ist völlig verständlich.“ Ja, warum hast du denn Lennart Kahl nicht eingewechselt? Warum hast du 'n Kosi Asara nicht eingewechselt? Hä? Merkst du noch was? Ja, das ist so das Problem. Und dann wundert man sich: „Oh ja, jetzt ist der Kader aber dünn besetzt“, wa? Ja, warum denn? Junge, Junge. Gib den Jungs doch mal Vertrauen, Alter. Katastrophe. Düt, 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 düt. Kane wird 2026 auch gehen, weil mit Titel hatte er sich ja mehr international vorgestellt und seit er da ist, wird die Mannschaft immer schlechter gemacht. Oh ne, das finde ich gar nicht, dass die Mannschaft schlechter gemacht wird. Ne, das sehe ich nicht so. Ich wüsste jetzt nicht, auf welcher Position sind wir denn jetzt schlechter? Hau mal einen raus, Riesenbomber. Komm, dann hau mal ein paar Argumente raus hier für deinen Take. Ich überlege gerade im Kopf. Aber seit Kane gekommen ist, sehe ich jetzt keine Position, wo wir schlechter geworden sind. Ganz im Gegenteil. Also auf Rechtsaußen haben wir 'n Olisse gekriegt. Ich weiß nicht, ist der Rechtsaußen jetzt schlechter wie vorher? Hm, glaube nicht, oder? Ist 'n Musiala besser wie 'n Müller auf der Zehner-Posi? Hm. Ob 'n Diaz jetzt besser ist als Linksaußen wie 'n Zerge oder 'n Coman oder 'n Sané, wird man sehen. Aber auch da würde ich behaupten, ja. Die Sechser-Posi ist gleich geblieben, die Achter-Posi genauso. Die Torwart-Posi hast du Manu, der wieder zu guter Form gefunden hat. Ansonsten hast du 'n Urbich dahinter, der für mich gut ist. So, auf der Innenverteidiger-Posi, was hat sich da getan? Hast du eher noch den Tah, deutschen Nationalspieler, dazugeholt, wie irgendwie was verschlechtert? Linksverteidiger-Posi hat sich nicht geändert, ist immer noch 'n Davis da. Der ist nur gerade leider verletzt, ja. Hast zusätzlich noch 'n Ito, hast zusätzlich noch 'n Guerrero da rumdümpeln. Ja, rechte Verteidiger-Posi hättest du natürlich 'n Stunny, wenn er da mal spielen dürfte, der 'ne überragende Saison bei Leverkusen gespielt hatte. Was haben wir vorher gehabt? War der Pavard noch da, wo Harry Kane geholt wurde? Ja, kannst du vielleicht über die rechte Verteidiger-Posi reden, wo du sagst, die Mannschaft ist schlechter geworden. Ansonsten sehe ich keine Posi, wo die Mannschaft schlechter geworden ist, seitdem Harry Kane da ist. Also die Mannschaft im Gesamten. Weiß ich nicht. Fühle ich halt auch nicht. Was hat sich denn geändert im Gesamten? So, zur letzten Saison. Was hat sich zur letzten Saison geändert? Ja, du hast 'n Eric Dier weg, hast dafür 'n Jonathan Tah da. Ja, von der Führungspersönlichkeit, ihr wisst alle, ich bin Dier-Fan, habe ich auch in dem anderen Video schon angesprochen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass man sagt: „Oh, da haben wir uns verschlechtert.“ So, Rechtsverteidiger Posi ist gleich geblieben, Linksverteidiger ist gleich geblieben.
Defensives Mittelfeld ist gleich geblieben. Ja, du hast ein paar Linien weggegeben, der null Faktor gespielt hat in dieser Mannschaft. Ja, was eine absolute Farce ist und eine Katastrophe, aber ist nun mal so. Er war kein Faktor. Dafür hast du einen Tom Bischoff geholt. Der noch ein Faktor wird, werden wir sehen. So. Du bist ein Sané losgeworden, der eine absolute Vollkatastrophe ist. Ja, eine absolute Vollkatastrophe. Nehmen wir dafür mal Lennart Kahl rein. Weil der kann nicht schlechter sein, als Leroy Sané es war letzte Saison. Ja, also würde ich sagen, ist 1:1. So, jetzt bist du Coman losgeworden. Dafür hast du einen Luis Diaz da stehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das schlechter ist. Ja. So, du bist Thomas Müller losgeworden, da hast du keine Alternative für. Ja, das ist ein Punkt, den du hast. Keine Ahnung. Ansonsten, wo sind wir schlechter geworden? Harry Kane gab es letzte Saison auch kein Backup, gibt es diese Saison kein Backup. So, der Take ist halt, weiß ich nicht, der Take ist wild. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, ja, dir ist der Kader zu dünn, wir sind nicht doppelt besetzt mit Top-Spielern auf jeder Posi. Verstehe ich, ja, den Take. Was weiß ich. Kannst du jetzt auch den Take bringen, um in die Champions League zu gewinnen, musst du auf jeder Posi doppelt gut besetzt sein. Ja, kann man mit Sicherheit aufmachen, den Bums. Aber die Aussage, seitdem Kane da ist die Mannschaft schlechter geworden, ist völliger Schwachsinn, in meinen Augen. Ich wüsste nicht, auf welcher Posi. Ja, auf der 10er, weil mit Müller hast du natürlich einen Verlust. So. Aber auch selbst der hat letzte Saison schon keinen Faktor mehr gespielt. Also, weiß ich nicht. Und da haben wir jetzt den Jackson noch immer mit drin, wenn der jetzt noch kommen sollte. Also sehe ich nicht, dass wir uns verschlechtert haben. Kann ich nicht mitgehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Wie gesagt, ich kenne den auch nicht, den Lookman. Alles ist gut. Ich sage ja auch nicht, dass er ein schlechter ist oder ein guter. Das sage ich auch nicht über einen Jackson. Keine Ahnung. Ich beurteile die Spieler immer erst, wenn sie bei uns sind. Ich glaube, damit fährt man ganz gut. Aber was bringt es dir, wenn ein Spieler, keine Ahnung, der eine schreibt Chancen tot und wie gesagt, dann kommt er zu uns, macht 10 Spiele, macht 10 Hütten. Über was reden wir dann? Ja, der Talentepunkt tut mega weh, ja. Ja, ich glaube, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, so mit der Führung, weil ich es gerade lese, also nach meiner Meinung ist die ganze Führung nicht in der Lage, unseren Club international wettbewerbsfähig im oberen Regal zu führen. Hier besteht dringend Handlungsbedarf auf allen Ebenen. Die Sache ist, also wie ich das sehe, ich glaube, es gibt einfach viel zu viele unterschiedliche Ansichten. Also wie man immer so schön sagt, zu viele Köche verderben den Brei. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe gerade so das Gefühl, so Uli Hoeneß und der Aufsichtsrat möchte er jetzt endlich mal aus dem Campus endlich mal die Früchte ernten. So, ja. Die sportliche Führung samt Trainer möchte das nicht. Ja. Die möchten lieber mir Jackson 5, 80 Mille raus. Warum? Weil er Premier League gespielt hat. Was weiß ich. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht er ist. Sei mal dahingestellt. Lieber Luis Diaz, 75 Millionen für 29-Jährigen. Da wissen sie, was sie kriegen. So. Und das ist die Diskrepanz. Ja, das ist das Problem. Und deswegen kommt dann so ein Uli Hoeneß und denkt sich so, wisst ihr was, ihr Ficker? Ich hau jetzt einfach einen dazwischen. So, es darf keiner mehr verpflichtet werden. Und dann gucken wir mal, ob der Vincent nicht doch die jungen Spieler mal einsetzt. So, das Gefühl habe ich gerade. Das ist so der trotzige Uli, wie wir ihn kennen. Ja? Deswegen dann den Knüppel zwischen den Beinen, ihr dürft nur einen ausleihen. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Ja? Ich glaube, da ist einfach keine gute Kommunikation da, weil ich denke, also Vinny ist ein junger Trainer. Wie gesagt, er hat super hingekriegt, aus dem ganzen Bums wieder eine Mannschaft zu formen. Wir spielen super attraktiven Fußball, ja, super Kräfteraum, das haben wir letzte Saison gesehen, brauchen wir nicht drüber reden. Keine zweite Spielidee, brauchen wir auch nicht drüber reden. Gibt genug zu kritisieren an Vinny, ja, gibt's genug, werden wir diese Saison oft genug tun. Aber er hat doch das hingekriegt, was lange gefehlt hat. Ja, dass wir wieder eine Mannschaft sehen, dass man Bock hat, die Spiele zu schauen. Alles, was unterm Tuchel absolut Katastrophe war, hat er ins Gegenteil gekehrt.
Auch mit Davis und so weiter, die Spieler wieder in die richtige Form gebracht, was unter Tuchel eine Katastrophe war. So, all das hat er doch hingekriegt, ja. Man hätte doch einfach jetzt mal sagen können, alle Mann mal zusammensetzen, so Aufsichtsrat, Trainer, Blasöls, und dann hätte man sich da mal hingesetzt, hätte gesagt, pass mal auf, ey, wir haben hier Kaderkosten von, weiß ich nicht, was haben wir gehabt? 560 Millionen oder sonst was, ist ja auch wurscht. Wir möchten das gerne um 100 Millionen kürzen. Dafür müssen wir natürlich gestandene Spieler abgeben und können natürlich auch nicht gestandene Spieler kaufen, weil die kosten ja wieder genauso viel Gehalt. Ja? Von daher möchten wir gerne jetzt mal ein Übergangsjahr fahren und möchten gerne, dass ihr in der sportlichen Führung, ja, dass ihr die Früchte erntet, die Spieler versucht einzubinden. Ja, dafür schrauben wir unsere Erwartungshaltung zurück. Champions League gucken wir einfach mal, was so geht. Meisterschaft sollte auch so drin sein. So hätte man das doch kommunizieren können und dann hätte man das doch umsetzen können. Ja? So. Alle an einen Strang ziehen. Man hätte das auch nach außen kommunizieren können. Ich glaube, da hätte es keinen gegeben, der gesagt hätte, oh, ja. Also zumindest meine Wenigkeit nicht. Alles gut. Ja. Und dann hättest du dir halt die Spieler entwickelt oder halt nicht. Natürlich entwickelt sich nicht jeder Spieler in die richtige Richtung. Ja, aber du musst es dann wenigstens mal ausprobieren. Ja, so. Aber du hast das Gefühl, der will das so, der will das so, der so. Der Trainer hat sowieso gar keinen Bock auf junge Spieler. Und deswegen passieren so Sachen, wie sie gerade passieren. Ja? Und deswegen wahrscheinlich auch letztes Jahr dieses Ding mit Doué. Ja, wir können doch, ey, wir stecken so viele Millionen und Millionen in unseren Campus rein und dann verpflichten wir wieder so 'n 19-Jährigen. Ja, das für 50 Millionen, ne, ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Weißt du? So 'n Gefühl hat man. So, da schießen alle irgendwie gegeneinander und das ist unser Problem. Also, aus meiner Sicht. Ja, da ist keine Einigkeit drinne. Und ich meine, guckt euch den Kader an, über was reden wir, Alter? Ja? Über was reden wir? Ja, junge Spieler, wir reden gerade von Lennart Kahl. Einer ist noch da und Kusi Asare, der mal kommen darf, wenn Harry Kane sagt: „Oh, Trainer, 10. Spiel in Folge, bitte, 85. nimm mich raus.“ Dann darf der mal rein. Alle 10 Spiele 5 Minuten. Darauf wird's hinauslaufen, ne? Und jetzt verpflichtet man noch einen Jackson, das heißt, 'n Lennart Kahl ist, ich meine, der wurde jetzt gar nicht eingewechselt, obwohl wir Wechsel über hatten. Also kennt ihr sein Standing, ja? So. Und das ist doch unser Problem, Alter. Also, Katastrophe. Und glaubt's mir, der Uli wird die nächste Saison noch mehr ficken, wenn's sein muss. Glaubt's mir. Dann sagt er direkt: „Ey, wir verpflichten keine Spieler.“ Ah. Da, 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 da. Ach ja, Boe, weiß ich nicht. Boe bräuchte halt mal 'ne faire Chance, wa? Also, mir wird der Boe auch immer 'n bisschen zu schlecht gemacht, sage ich euch, wie's ist. Ja, na klar, wie gesagt, ich benote ihn selber so, wie er spielt. Ja, aber auch da, ja. Erinnert euch an die letzte Saison zurück, wie viel, ich glaube, Fonzie Davies wurde 15 Spiele durchgezogen, weil er einfach katastrophal schlecht war. Der war schlechter, wie Boe jetzt ist. Man hat an ihm festgehalten, man hat ihm das Vertrauen gegeben, bla 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 bla. So. Wie soll der Boe denn Vertrauen haben? Wie denn? Der darf alle 3, 4 Spiele spielen, wenn Conny Leimer nicht mehr laufen kann oder wenn er kurz vorm Platzverweis steht. Dann kommt 'n Boe rein. So. Hä? Wie soll das funktionieren, Leute? Ja. So 'n Kompanie kriegt es halt nicht hin wie, keine Ahnung, nimm Ottmar, nimm noch besser Heinkes, selbst Guardiola. Das waren Trainer, die haben 16, 18 Spieler mitgenommen. Ja.
Das Gefühl habe ich beim Kompanie nicht, auch wenn es natürlich als Team so irgendwie rüberkommt, aber weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Ito kann auch IV spielen, ja, und das sogar sehr gut eigentlich. Hm. Zum Jackson-Transfer habe ich keine Meinung. Das werden wir mal sehen, wenn er bei uns aufläuft. Ja, Sané und Müller weg war richtig. Ja, klar war es richtig. Es war auch richtig, Coman wegzugeben, wenn du ihn los wirst. So, auch der verdient viel zu viel Geld für die Leistung, genauso wie es beim Gnabry jetzt noch der Fall ist. So, das ist einfach ein Fakt. Ja. Mm, 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 mm. Ja, aber dann weißt du doch auch, dass ein Kusi Asare keinerlei Einsatzzeiten mehr kriegen wird. Es sei denn, es werden 2 verletzt werden. So, bei dem läuft der Vertrag, glaube ich, immer noch aus, oder? Den hat man nicht verlängert. Das heißt, der Junge wird auch wieder den Verein spätestens in der Winterpause verlassen. So. Ja. So, und will mir jetzt einer sagen, der war jetzt so super schlecht, wo er seine Chancen gekriegt hat? Natürlich war das jetzt nicht Harry Kane-Niveau oder was weiß ich was, aber weiß ich nicht. Alles schwierig immer bei uns. Ich finde es halt so traurig, dass Jugendspieler halt nicht als vollwertige Spieler angesehen werden. So, das ist das Problem bei uns im Trainerstab, glaube ich. Ja, das sind alles gute Jungs und die dürfen dabei sein und die dürfen mittrainieren und die können auch mal alle 5, 6 Spiele mal 10 Minuten kriegen und das war's. So. Ja, und I don't know. Macht mich traurig halt einfach. Jeder, der 2 G-Zellen hat, weiß, dass Uli die Winnie zwingen will, junge Spieler einzusetzen. Da hat er auch recht. Aber macht's intern. Ja, wie gesagt, man hätte sich doch nur zusammensetzen brauchen, oder? Natürlich kannst du den Trainer nicht die Aufstellung vorschreiben, das wäre ja auch ein Witz, aber so ein Grundkonzept da muss man doch zusammen erarbeiten können, also. Mm, 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 mm. Ja, ich meine, guckt euch die letzten Champions League-Jahre an, also haben wir gerade Ansprüche, ansatzweise an die Champions League zu denken? Also aus meiner Sicht nein. Ja, das habe ich aber schon gesagt, wo verlängert wurde und Kimmich unser Sechser ist. Solange Kimmich unser Sechser ist, werden wir keine Champions League gewinnen. Punkt. Ja. Also erst recht, nachdem ich sehe, wie 'n Vincent Kompany mit 'm Kimmich plant. Also, es ist noch nicht mal Kimmichs Schuld. Ja, ich meine, wir haben letztes Jahr gesehen, dass Kimmich auch 'n Sechser spielen kann, wenn er denn sich auf dieses Element beschränkt. Was in 3, 4 Spielen war es so, ja. Da war die Taktik ein bisschen anders. Da sind wir ja wieder ganz weit von weg. Kimmich darf ja wieder freie Schmetterling übers ganze Feld, flattern. So. Solange wirst du keine Champions League gewinnen. Ist halt so. Dafür ist unsere Spielart auch viel zu kräfteraubend. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Also Inter ist jetzt keine Übermannschaft gewesen. Ne? Also, und wenn du dann noch nicht mal hinkriegst, deine 15, 18 Spieler da zu haben und nicht immer nur die gleichen 11 alle 3 Tage spielen zu lassen, da musst du dich nicht wundern. Ja? Dass dann, wenn die heiße Phase kommt, die Mannschaft nicht mehr kann, wie sie zu geben bereit war. So. Dass wir einen guten Tag, wenn wir unsere erste 11 steht, dass wir einen guten Tag jede Mannschaft schlagen können, denke ich, steht außer Frage. Aber auf eine ganze Saison gesehen. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns der Vini ja noch, ne? Und er wird einiges ändern. Wir werden sehen. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass wir den Jackson verpflichten mit einer Kaufpflicht bei bestimmten Einsatzzeiten, ja, da bin ich mal gespannt, ob da Rücksicht drauf genommen wird oder nicht. Mal abwarten. Ich finde Kusi Asare auch gut, ja. Aber wie gesagt, auch der wird wieder, was weiß ich, wo landen. Mm, 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 mm. Ja, guck mal, wenn du den sogar jetzt noch abgibst. Ja, Katastrophe, Alter. Ja,
Also wie gesagt, Boe braucht immer, genau wie Stunny, wenn Stunny in der Startelf steht, der braucht immer 10 Minuten. Boe braucht auch immer so 10 Minuten, bis er überhaupt erstmal im Spiel ist. Das ist natürlich als Einwechselspieler schwierig. Ja, erst recht, wenn du als Einwechselspieler kommst und du bist dann gleich unter Feuer. So. Ja, der braucht halt einfach eine gewisse Anlaufzeit, dann geht das. Hat aber auch immer wieder mal einen Klopper drin. Ja, so. Aber nochmal, wo soll der Junge das Vertrauen her haben? Ja, woher soll das haben? Schwierig. Ja, natürlich kommt nicht. Wir haben über einen Transfer, Uli hat gesagt, ein Spieler ausleihen. Leute, wenn wir den Jackson jetzt ausgeliehen haben, kommt kein anderer. Da braucht ihr. Wenn Uli was sagt, ist das Gesetz, Leute. Das sollte man doch wissen. Boe wird nicht mehr besser werden bei uns. Nee. Wäre ein Angebot gekommen für den Boe, wäre ein Boe auch nicht mehr da. Also wenn er zugestimmt hätte. Er wird ja bei uns ein bisschen besser verdienen wie vorher. Aber ein Boe wird nicht mehr besser werden bei uns. Keine Chance. Weil beim Winnie geht nichts über Conny Leimer als Rechtsverteidiger, warum auch immer. In der Offensive verstehst, die Abstimmung mit Michael ist gut. Ja, immer dieser Lauf zwischen die Ketten in den tiefen Raum und Michael spielt die Bälle da rein. Da haben wir schon so viele Chancen mit kreiert und so. Alles ist gut. Das klappt sehr gut. Und ich weiß, ich habe noch nie einen Innenverteidiger gesehen, dem die Defensive so egal ist. Ja, wie ein Kompanie. Aber da ist das nicht so wichtig. Ja. So spielen wir halt und deswegen ist Conny Leimer der Rechtsverteidiger bei ihm und gut ist. So. Und wie gesagt, wenn Davies wiederkommt, ist ein Stunny frei. Wenn Ito wiederkommt, ist die linke Seite dicht. Das heißt, Stunny ist dann auf der rechten Seite mit dem Conny Leimer. So, wo soll dann Boye noch irgendeine Rolle spielen? Tut er nicht. Philipp Lahm zurück, ja, das wäre schön, ne? Wie ist der Mike? Ja, aber der spielt ja auch schon keine Rolle mehr. Der ist ja auch nicht fest eingetragen im Kader bei uns. Also fest eingetragen ist nur Lennart Kahl und Kusi Asare. Ja, aber der ist ja zu jung mit 16. Muss er erstmal warten, bis er 23 ist. Dann darf er eine Rolle spielen bei uns. Ja, aber auch das ist doch wieder so eine Geschichte. Stefan, wir brauchen nicht darüber reden, dass wir genug junge Talente haben. Ja, obwohl wir schon so viel abgegeben haben, haben wir immer noch genug junge, gute Talente. So, aber die spielen halt einfach keine Rolle. Das ist das doch. Die spielen einfach keine Rolle und sie kriegen keine Perspektive aufgezeigt. Sie kriegen die Perspektive aufgezeigt, ja, du darfst bei uns mittrainieren, darfst dir das mal angucken bei den Großen. Wenn du ganz, ganz viel Glück hast, kriegst du mal ein paar Minuten Bundesliga-Luft oder vielleicht auch mal 10 Minuten Champions League-Luft. Und dann wirst du verliehen. Und wenn du dann wieder da bist, dann wirst du nochmal ein Jahr verliehen. Und wenn du dann wieder da bist, dann hast du vielleicht in der zweiten Liga in Elversberg überzeugt, dann hast du vielleicht in der ersten Liga und in der Europa League in Heidenheim überzeugt. Aber dann reicht das immer noch nicht, weil wir der FC Bayern sind. Und dann wirst du verkauft. Mit einer Rückkaufklausel, die du dann eh nicht ziehst. Wie es beim Tillmann war. Ja. Das ist der Werdegang beim FC Bayern. So ist es halt. Es sei denn, du hast irgendwann wieder einen Trainer, der die Eier dafür hat. So, dass ein Vinny die vielleicht gerade nicht hat am Anfang seiner Karriere, kann man vielleicht irgendwo nachvollziehen. Dass er lieber sagt, ey, ist mir eigentlich egal, mir geht es hier um den sportlichen Erfolg und nicht darum, irgendwelche Spieler zu entwickeln. Ist da ein bisschen schade, ist dann irgendwann der verkehrte Trainer. Ja, oder er lässt sich zwingen vom Aufsichtsrat. Darauf wird es hinauslaufen. Die letzten 30 Minuten vom Deadline Day an. Tom macht das viel Spaß. Dass Eber zurücktritt, glaube ich nicht.
Dann hätte er das schon tun müssen. Ich meine, man weiß es nicht, ne? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Golio, servus. Ja, verstehe ich ja auch, dass Vinny seine eigene Geschichte schreiben will, aber weiß ich nicht. Aber es ist halt ist wahrscheinlich so eine Grundsatzgeschichte, weißt du? Das ist ja auch alles fein so. Wenn du die Art Trainer bist, die lieber sagt: „Ey, ich mag's, gestandene Spieler zu haben und die besser zu machen und die auf ihr Maximum zu pushen", was er ja kann, was er gezeigt hat letztes Jahr, brauchen wir nicht drüber reden, ja? Ich habe aber keinen Bock, mich mit so einer 16, 17, 18-jährigen Göre auseinanderzusetzen und dem irgendwie das Einmaleins des Fußballs beizubringen. Dann ist das so, dann ist das auch okay, ja? Aber dann ist man halt einfach vielleicht gerade der verkehrte Mann an der verkehrten Stelle, ne? So. Aber das wird die Zeit zeigen. Das wird die Zeit zeigen. Mm, mm, mm. Hast du gesehen, schön die Kippert-Eber geraucht? Ja, keine Ahnung, ob der Raucher ist. Ja, das ist das halt, ne? Erfolg über alles, ja. Ey, nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben es doch gesehen bei Luis Diaz, der zwei Tore in 3 Spielen macht und kritisiert wird, dass er nicht 6 gemacht hat. Also. Ja. Naja, wir haben es ja eingangs gesagt, also ich kann Max Eber nicht beurteilen. Das Einzige, wo ich Max Eber wirklich beurteilen kann, ist aber seine Aussagen zu jungen Spielern. Alles andere weiß ich nicht, inwieweit der da nur ansatzweise involviert ist. Das ist ja egal, was ich glaube. Die Ansage war von Uli, ein Spieler darf ausgeliehen werden, dann darf einer ausgeliehen werden. Punkt. Und wie gesagt, ich sehe unseren Kader auch nicht wie irgendwelche anderen Leute. Ja, unser Kader ist nicht breit genug. Ey, ist für mich völliger Schwachsinn. Sag ich euch, wie es ist. Ist für mich völliger Schwachsinn. Fühle ich so gar nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Position wir nicht gut besetzt sind. Harry Kane, wie immer, ja, aber wenn wir jetzt den Jackson-Michael-Verschnitt da bestellt haben, der kann ja anscheinend Stürmer spielen. Also haben wir da ja auch ein Backup. Ja. Aber selbst ohne den Spieler hätten wir da Backups gehabt. Also ist für mich einfach dummes Gerede. Ja. Und das ist das Problem. Das Problem ist, dass das dann aus der sportlichen Führung kommt. Die sportliche Führung sagt, ich meine, wenn Reporter das sagen oder wir Fans, ist das ja eine Sache. Aber wenn das aus der sportlichen Führung kommt und die sagt, ah ja, wir sind ja beim Angriff schwach besetzt, ja, dann siehst du doch, was die Priorität ist. So, ein junger Spieler zählt halt nicht als ganzer Spieler. Weiß auch nicht mehr, ob er als halber Spieler zählt. So. Und ja, wenn du die abziehst, ja, dann sind wir nicht gut besetzt. Ja. Wenn du die aber nicht abziehst, haben wir keinerlei Probleme. Also, ja, das ist das Thema. Mm, 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 mm. Ja, die Kaufpflicht soll ja nur greifen ab einer gewissen Einsatzzahl wahrscheinlich. Natürlich zahlen wir die. Wir zahlen jetzt was? 16,5 und dann nochmal. Wir zahlen 80, wenn wir den Spieler haben wollen, ja. Oder wenn der Spieler wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weiß nicht, das wissen wir ja nicht. Wie viele Einsätze er machen muss, damit diese Kaufpflicht greift. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf der anderen Seite ist es aber auch dumm, einen Spieler für ein Jahr auszuleihen für 16,5 Millionen, wenn du nicht ein grundsätzliches Interesse daran hast, den Spieler zu verpflichten. Hä? So, dann hast du 16,5 Millionen aus dem Fenster geworfen. Erst recht mit so einer Kaufpflicht, wo du dann gucken musst, oh ja, darf ich den jetzt noch einwechseln oder darf ich den nicht mehr einwechseln? Hä? Was ist das wieder für ein Ding? Ja, Katastrophe.
Da das Transferfenster in 24 Minuten schließt. Ich gucke mal, warte mal. Ob hier was steht. Höllion-Transfer nach Neapel ist bestätigt. Nürnberg findet die anderen Nachfolger in Zypern. O-Transfer zum VfB geplatzt. Kolomouani wohl nach England. FCA Mainz gewinnt Rennen. Nee, hier steht noch nichts Festes. Naja, also ich habe es ja gerade schon erklärt, warum ich denke, warum Uli so agiert, wie er agiert. Uli will halt jetzt einfach endlich die Früchte ernten. Er hat sich das ja damals auf die Fahne geschrieben mit dem Campus und Talente selber entwickeln, weil wir halt nicht auf Dauer, also wir können ja keine halbe Milliarde raushauen mit Liverpool zum Beispiel dieses Jahr. So, das werden wir auch nicht können, auch wenn wir jetzt 3 Jahre sparen. Das ist halt einfach auch nicht unser Style beim FC Bayern. So. Das heißt, beim FC Bayern wird es immer so sein wie dieses Jahr. Ja, klar können wir immer mal einen für 80 Mille verpflichten, so gar kein Problem beim FC Bayern. Aber du musst zusehen, dass du 1, 2 pro Jahr ranführst. Ja, und nicht nur diese, weiß ich nicht, 30, 35 Millionen jedes Jahr, die du durch den Campus einnimmst, wenn du da aufstrebende Talente hast, die mal 1, 2 Jahre ausgeliehen waren und dann für 15 weiterverkaufst oder sowas. So, das hat der Uli sich auf die Fahne geschrieben, ja. Und wenn dann die sportliche Führung das nicht umsetzt, wie der Uli das möchte, ja, dann wird der Uli dann anfangen, so zu reagieren, wie er gerade reagiert. Ist das gut? Wahrscheinlich nicht, nee. Weil man kann einen Trainer nicht zwingen, auf junge Spieler zu setzen, wenn er das nicht will. So, das wird nicht funktionieren. Ne? Deswegen sage ich ja, es wäre schlauer zu sagen, komm, wir setzen uns dahin, das soll unsere Strategie sein und da müssen wir halt auch mal auf, keine Ahnung, da musst du die Champions League ein Jahr mal hinten anstellen. Ja, das muss dann aber auch kommuniziert sein. Du kannst ja nicht sagen, ey, komm, ich kürze jetzt alles und ich zwinge jetzt den Trainer auf junge Spieler zu setzen, aber er muss trotzdem alles liefern, er muss alles performen, er muss alles gewinnen. So, das geht nicht zusammen. Ja? Dann musst du halt mal ein Jahr sagen, komm hier, jetzt hast du 5 Junge, das sind Riesentalente, die hast du jetzt, die baust du in den Kader ein und dann verzichten wir halt mal ein Jahr auf dies, das, Ananas. Ja, so. Das wäre der bessere Weg. Ja, keine Ahnung, guckt euch viele Mannschaften an, ja, die das so gemacht haben. Da muss man dem Kader halt mal ein Jahr Zeit geben, dass die Steps machen können, sich entwickeln können. So, aber das kriegen wir alles nicht hin. Wir kriegen seit 3 Jahren Umbruch nicht hin. Immer so Stückchen, Bröckchen, Bröckchen, Bröckchen. Also das, was wir dieses Jahr gemacht haben, ist ja der größte Umbruch seit 10 Jahren. Wir haben Müller, Sané und Coman weg in der Offensive. Das ist ja schon ein Umbruch. Ja? Du hast ja nur nicht die Eier, dann die Jugendspieler mit reinzunehmen ins Boot. Ja. So, aber das ist ja schon ein Umbruch. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Und ganz ehrlich, mit dem Jackson, also mein Take ist auch, dass ein Harry Kane nächste Saison den FC Bayern verlassen wird. Ja, so. Dann hat er noch ein Jahr Vertrag, das heißt, du wirst noch die 50 Mille kassieren wahrscheinlich oder 60, wenn der Harry so weiter liefert, wie er liefert. Vielleicht ist der Jackson dann der Typi, der da nachfolgen soll, was weiß ich. Aber das kann ich nicht sagen. Das kann ich sagen, wenn ich mal ein bisschen was von dem gesehen habe. Aber Harry Kane kannst du eh nicht ersetzen. Also wenn Harry Kane unseren Verein verlassen wird, wird das einen riesigen Bruch in dieser Mannschaft geben. Weil Harry Kane, man hat es gesehen in Augsburg, Junge, der Mann ist so viel mehr als ein Stürmer, Alter. Dass wir sogar noch Spiele abgeben wollen. Ja, klar. Was ist denn im Jahr 2026 zu erwarten? Keine Ahnung, was im Jahr 2026 zu erwarten ist. Im Jahr 2026 wird wahrscheinlich die Ausstiegsklausel von Michael Olise greifen.
Und wahrscheinlich die Ausstiegsklausel von Musiala, oder? Wer weiß. Vielleicht kriegst du dann 150 Millionen für Musiala und kriegst nochmal 100 Millionen für Michael Olise. Dann hast du 250 Millionen liegen. Dann kannst du loslegen. Wen poppen dann 65 Millionen für Jackson? Easy peasy, oder? Und da musste man noch die 50 Millionen Gehaltseinsparungen, die wir dieses Jahr haben, mit einrechnen. Dann hast du ja schon mal die 65 Millionen im Sack. Wir sind überall gut besetzt. Ja, sind wir. Wir spielen quasi ohne Außenverteidiger und ohne defensives Mittelfeld. Ja, das ist richtig, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir nicht gut besetzt sind. Du musst mal die richtigen Leute auf richtige Positionen stellen, dann sind wir gut besetzt. Keine Verteidiger, Kimmich denkt nicht defensiv. Jede europäische Topmannschaft freut sich über so eine Abwehr und die Innenverteidigung darf es ausbaden. Ja, da gehe ich ja mit, Frankie. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. So. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht gut besetzt sind. Das ist Schwachsinn. Wir sind ja gut besetzt. So, aber wenn du den prädestinierten Achter-Pressing-Maschine Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellst, ja, sorry. Dann musst du dich nicht wundern. Ja. So. Und dass ein Kimmich einen Sechser spielen kann, hat er letzte Saison gezeigt. Du musst ihm halt nur mal die Order geben. Ja. So. Aber das möchte ein Winnie nicht und dann ist das halt so. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht gut besetzt sind. Du kannst ja nicht das eine mit dem anderen zusammenmischen. Wir sind schon gut besetzt, auch auf der Außenverteidigerposition. Wenn alle wieder fit sind, natürlich, ne? So. Aber dann musst du die Leute halt richtig auf der richtigen Pose spielen lassen und vor allen Dingen musst du den Leuten, ja, du musst dein System dann halt ein bisschen anpassen. Ne? Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Aktuell spielen wir mit 2 defensiven Spielern, das sind unsere beiden Innenverteidiger. Alles andere ist nicht defensiv. Ne? So. Und dann verspielst du halt 2-mal 3-0. Ja? Das ist das Problem. Du musst halt einfach schlauer sein. Du musst halt einfach dann sagen, wenn es 3-0 steht, alles klar, zack. Außenverteidiger auf ihre Position, defensives Mittelfeld auf defensive Mittelfeldposition. Lass den Gegner mal ein bisschen den Ball haben, lass er sich mal ein bisschen eingrooven und dann musst du 2 Konter setzen und dann ist der Bums durch. So, ja. Aber nicht 90 Minuten ein und dasselbe machen und beim Stand von 3-2, dass der Sechser den gegnerischen Torwart anläuft, also in der 88. Minute, dann ist irgendwas verkehrt. Ja. Ja, wo soll der Kusi Asare denn jetzt auch noch Spielzeit bekommen, wenn du jetzt einen Spieler verpflichtet hast, der Einwechselspieler Nummer 1 ist? Dann hast du Lennart Karl, der Einwechselspieler Nummer 2 ist und ja, wenn Musiala noch wieder fit ist, dann ist Lennart Karl nur noch Einwechselspieler Nummer 3. Dann kriegt der auch schon keine Spielzeit mehr und der wird wahrscheinlich schon als Einwechselspieler Nummer 2 keine Spielzeit kriegen. Wo soll er noch einen Kusi Asare Spielzeit kriegen? Ne? Und der Vertrag läuft aus von Kusi Asare, der ist nicht verlängert und wenn sie jetzt noch irgendwie eine Mille 2 kriegen, werden sie die mitnehmen. Ja, Chico, das ist ja, was ich gerade gesagt habe. Wir sind nicht einig. Der Herr Hoeneß muss über Transferstopp Einfluss nehmen. Wieso machen Sie nicht einen gemeinsamen Plan? Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen das Schlimme ist ja, warum setzt sich die sportliche Führung seit 2 Jahren dahin? Angefangen mit Christoph Freund, dann weiter über Max Eberl und machen da die größten Sprüche. Wir wollen jetzt Jugendarbeit, jedes Jahr wollen wir 2, 3 hochziehen und wir wollen jedes Jahr mindestens einen in den Kader entwickeln. Und man verkauft und verleiht alles. So, das passt halt nicht zusammen. Ne? So, dann soll man das ja nicht ankündigen. Dann kündige das nicht an, dann sag, du machst den Campus, um Geld einzunehmen, was ja fein ist, um dann Stars zu kaufen. Du willst keine eigenen Spieler entwickeln, es sei denn, es ist mal so ein absolutes Ausnahmetalent alle 10 Jahre mal. Ey, okay, ja, dann ist das so. Wir sind eine europäische Topmannschaft, wenn wir das nicht wollen, wenn wir nicht à la Barca, aber selbst Real Madrid kriegt es hin, ihre Talente einzubauen. Also da kriege ich schon wieder Puls, wenn ich darüber nachdenke. Aber wenn dem so ist, dass wir das nicht wollen, nicht können, nicht dürfen, was weiß ich was, ja, dann ist das fein. Ne? Aber dann halt doch öffentlich die Fresse, Alter. Und setz dich nicht großmundig dahin und erzähl, ja, jetzt werden wir die Früchte ernten, Blasülz. Ja. Und dann trittst du noch nach, weißt du? Dann trittst du den Jugendspielern noch nach und möchtest denen irgendwas unterstellen, damit du dich in der Öffentlichkeit gut hinstellst und so, ja, die wollten ja nicht.
Die wollten ja nicht für den FC Bayern spielen. Was? Hä? Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Weil jeder sich profilieren will. Ja, keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Einfach ein Trauerspiel. Das schlimmste Trauerspiel ist Paul Wanner, Alter. Punkt. Das schlimmste Trauerspiel. Ey, wir können ja darüber reden, so Lennart K. So, ja, ich bin großer Fan, alles gut, kann jeder anders sehen. Ist sein erstes Jahr, da weißt du nicht. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht, wohin die Reise geht. Ja? Der kann eine Maschine sein, der kann aber auch in 2 Monaten abgeschmiert sein und du hörst nie wieder was von ihm beim FC Bayern. So, Punkt. Ja, kann passieren. Kannst du noch so viel Talent haben. Äh, Guckt in die Vergangenheit, Alter. Ob es ein Sternkopf war, ob es ein Deißler war und wie sie alle hießen, Alter. Selbst wenn er mit Schollert Probleme gehabt und so weiter. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Kann passieren. Aber ein Paul Wanner, das Paradebeispiel, den man mit 16 Jahren extra überredet, gezwungen hat mit super viel Geld, dass er beim FC Bayern bleibt. Perfekten Weg genommen. Ausgeliehen, die 2. Liga. Elversberg. Hat da super performt, hat sich super entwickelt, ist ein Stepper gemacht. Geil. Ausgeliehen nach Heidenheim, sogar Europacup, ja, weil der Junge muss Europacup spielen. Hat eine gute Entwicklung gehabt, hat eine schwierige Phase gehabt. Ganz normal, ist ein junger Spieler. Hat den nächsten Stepper gemacht. So, was wäre denn jetzt der nächste Stepper gewesen? Ja, ey, Musiala ist tot. Der ist ein halbes Jahr nicht da. Was ist denn der Stepper? Nee, da setze ich einen Pummelknabri dahin, ja, der, oh ja, er spielt gerade mal ansehnlichen Fußball 45 Minuten lang, danach siehst du wieder nichts mehr von ihm. Anstatt zu sagen, ey, Paul, komm, das ist jetzt deine Zeit, wir haben dich 2 Jahre aufgebaut, wir glauben an dich, du packst das, du wirst jetzt hier der Zehner, wenn der Musiala wieder da ist, werden wir schon eine Lösung finden, dann werden wir vielleicht auf eine Halbposition wechseln oder Musiala geht nach außen oder was auch immer, hin und her, bla Sülz. Aber es muss doch möglich sein, dann den Jungen davon zu überzeugen, Alter. Ja, das ist doch das Paradebeispiel, wie man einen Jugendspieler nach unseren Maßstäben entwickelt. Ja, und was machst du? Verkaufst ihn für 15 Millionen an PSV Eindhoven. Wow. Mit dem Tillmann war übrigens das Gleiche. Ja, auch der hat sich super entwickelt gehabt in Glasgow, wo er hingeliehen wurde. Und hat man dann auch noch Eindhoven verkauft. Ja, ich weiß, Rückkaufklausel. Ja, komm. So, Beweisführung abgeschlossen. Ja, so. Wie gesagt, alles gut und schön, wenn das unsere Vorgehensweise ist, wenn wir das so wollen. Alles gut. Wir setzen uns in 3 Jahren hier hin und dann gucken wir mal durch, wie es so beim Tillmann aussieht, wie es beim Paul Wanner aussieht, wie es beim Mathis Tell aussieht, wie es beim Adam Aznou aussieht, wie es beim Iran Kunda aussieht. Dann gucken wir einfach mal so durch und dann, oder wir haben ja noch den einen oder anderen und dann gucken wir mal, ob wir die Tränen in den Augen haben oder nicht. So. Das ist mein Take. Aber wie gesagt, dann soll der Verein nicht groß tönen und machen und tun. Dann soll man sagen, alles gut, wir entwickeln Fußballer für den Profifußball. Alle 10 Jahre haben wir ein Ausnahmetalent, der sich beim FC Bayern etablieren kann und ansonsten reicht das halt nicht. Und dann ist doch gut. Ja. Aber das müsste man sich ja eingestehen. So, und an den Talenten liegt es halt nicht. Das liegt halt einfach daran, dass wir nicht die Eier haben wie Barcelona oder wie gesagt, selbst Real Madrid, selbst Manchester City, Alter, selbst Paris, die bekommen das alle hin, aus ihrer eigenen Jugend ihre Spieler da reinzustecken in diese Top-Mannschaften. Nur wir können das nicht. Wir können das nicht. Oh, der ist zu jung. Ja, der kommt bei in der PK. Ah ja, mit 16, ja. Ja, aber der ist noch jung. Dann kommt erstmal die erste Freundin und dann weiß man ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Alter, was sind das für Argumente? Oh, ich rede mich schon wieder in Rage. Wir müssen das Thema wechseln. So, Deadline Day, 10 Minuten, Leute. Äh, 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 äh. Düt, 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 düt. Es gab Zeiten, da konnten wir es, ja. Und in den Zeiten war das Talent, glaube ich, noch nicht mal so groß, wie es gerade ist, oder?
Das ist schon wild. Das ist wirklich schon wild. Find's Eberl mit Eberl, egal was er macht, ist eh immer scheiße. Er sollte Spieler verkaufen, hat er gemacht, wird gemeckert, der Kader ist zu dünn, Spieler darf er nicht kaufen, sondern nur leihen. Viel kann Eberl Simon richtig machen. Ja, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also ich kann Eberl auch nicht beurteilen. Ich kann Eberl an sein Nachtreten gegen die Jugendspieler beurteilen, das finde ich super kacke von ihm. Ja, um sich da ein bisschen ins bessere Licht zu stellen, den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, finde ich armselig. Alles andere, ich habe es ja vorhin gesagt, also ein Eberl hat es geschafft, dass ein Coman weg ist, hat es geschafft, dass ein Sané weg ist, auch wenn er da wahrscheinlich nicht für schuld war mit dem Sané. Hat es geschafft, dass Müller die Karriere beendet, wo er auch nichts für kannte. Das war wahrscheinlich Uli Hoeneß. Hat es aber immerhin geschafft, Michael Olisse letztes Jahr aus dem Hut zu zaubern. Wenn er es war und nicht Christoph Freund, das wissen wir auch nicht. Er hat es nicht geschafft, einen Florian Wirtz vom FC Bayern zu überzeugen, weil er von ihm nicht überzeugt war wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da merkst du schon die ganzen Fragezeichen, ne? Das ist, also ich kann Max Eber nicht beurteilen. Null. Ich kann ihn an seinen Aussagen beurteilen, was wir getan haben. Da mal zu Davis, oh, wir gucken mal, wer beim FC Bayern hier brennt und bla und Sülz. Da hat er nicht geliefert, ganz im Gegenteil, da ist er jedes Mal eingeknickt. Das ist, was ich beurteilen kann. Alles andere ist super schwierig zu beurteilen. Mm, mm, mm. Ja gut, da müssten wir erstmal darüber reden, was für dich Weltklasse ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir irgendwo Weltklasse besetzt sind. Also für mich ist bei uns in der Mannschaft Weltklasse ein Harry Kane. Und das war es. Punkt. Wir haben einen Weltklasse-Spieler und das ist Harry Kane. Mehr Weltklasse-Spieler haben wir nicht. Michael Olisse kann das werden, ja. Musiala kann das werden, ja. Kimmich, Goretzka wird das nicht mehr werden, nein. Ein Tarn, Opa könnte das auch werden, ja, wenn er nochmal einen großen Stepper macht. So, aber das kommt darauf an, wie du Weltklasse definierst, ja. Ich habe vor 1,5 Jahren ein Video gesehen, da war unsere ganze Mannschaft wurde Weltklasse definiert. So, für mich ist aktuell in unserem Kader nur Harry Kane Weltklasse. So, und selbst da scheiden sich ja die Geister. Aber wie gesagt, das kommt ja darauf an, wie man Weltklasse definiert. Also ich denke, mit Tah und Opa haben wir eine gute Innenverteidigung. So, Punkt. Ja, nur die Innenverteidigung darf nicht alleine gelassen werden. Stanisic, ja, sehe ich auch kritisch, bin ich bei dir. Stanisic, bevor er nach Leverkusen gegangen ist, war er für mich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Nach Leverkusen, ich würde ihn gerne mal beurteilen auf einer rechten Verteidigerposition. Ja. Gerade wenn er dann halt auch in den Dreieraufbau mit reingeht, wenn wir mal eine Dreierkette hinten sind. So, das ist nämlich super. Den rechten Part in der Dreierkette kann Stani überragend gut spielen, finde ich. Ja, als linker Verteidiger da rumzudümpeln, Alter. Ich meine, es ist jetzt auch schon besser geworden, ne? Aber das ist auch nicht fair dem Stani gegenüber. Ja, also frag mich nicht, weiß nicht, wer Conny Leimer Rechtsverteidiger auf die Stirn tätowiert hat, ist halt so bei uns. Da haben Saniol oder Lahm 2 Regale höher gespielt. Ja, du kannst jetzt auch nicht einen Philipp Lahm bringen, Alter. Philipp Lahm war ja auch ein Weltklasse-Spieler, Punkt. Pavard fand ich als Rechtsverteidiger auch nicht viel stärker. Sorry, gehe ich nicht mit. Weil er da selten Lust hatte. Pavard war super stark, genauso wie Stani, wenn er der rechte Part in der Dreierkette war. Wenn wir im Dreieraufbau waren, Alter, Pavard war mega stark als rechter Part in der Dreierabwehrkette. Ja. Und das ist, wo ich einen Stani auch super stark sehe. Also ich finde Stani und Pavard, das ist schon ein Level, wenn der Stani da mal ein bisschen spielen dürfte als Rechtsverteidiger. Ja, wie gesagt, ich habe da kein Problem mit beim Stani, das Niveau, auch beim Opa und Tah. Also wie gesagt, Weltklasse ist für mich Harry Kane, das war's. Na? So, und Stani, ja, natürlich muss er den nächsten Stepper machen. Ist ja, was ich gesagt habe, wo wir ihn verpflichtet haben dann. Oder was heißt verpflichtet? Zurückgeholt, ja. Habe ich auch gesagt, Stani muss auf jeden Fall den nächsten Stepper bei uns machen.
So, aber das müsst ihr doch als Rechtsverteidiger machen, damit da eine Achse entsteht, damit er sich einspielen kann mit 'm Michael. Warum passiert das nicht? Warum spielt da 'n verfickter Conny Leimer, Alter? Ja, der ist nicht in der Lage ist, eine Flanke zu verhindern. Der Mann ist nicht in der Lage, eine Flanke zu verhindern. Selbst gegen einen Drittligisten nicht. Ey, wenn ich der gegnerische Trainer wäre, ich würde meine komplette Offensive ich würde immer die Seite von Conny Leimer doppeln. Punkt. Das reicht. Der Mann ist maßlos überfordert. Junge. Und Stani tut sich auch schwer defensiv auf der linken Seite. Also, das sind so Sachen, die gehen in meine Birne einfach nicht rein. Und Pavard, das war halt auch dumm, dass man den abgegeben hat. Er wäre auch ein guter Innenverteidiger. Aber generell, ja, dass wir halt seit Jahrzehnten gefühlt seit Jahrzehnten 4-2-3-1 spielen. Ich kriege einen Kackreiz. Junge, Alter. Damals schon, wo mit Pavard, wo hätte es so geil auf eine Dreierkette gehen können, ja? Und dann kannst du doch auch mit deinen super offensiven Außenverteidigern spielen. Ja, wenn du hinten eine Dreierkette hast. Ich meine, wir spielen ja schon nicht mit 'm Sechser. Wir haben ja nun mal keinen Sechser. So, dann spiel doch hinten mit einer Dreierkette. Ja, dann ist doch alles gut. Ja, dann hast du einen Mann weniger, dann spielst du halt nur mit einem zentralen Mittelfeldspieler. Punkt. Das sind so Sachen, ne? Ich meine, ich freue mich ja schon immer, wenn wir manchmal im Aufbau dann wenigstens die Dreierkette sehen, ne? Aber wenn's dann drauf ankommt, wenn's nämlich dann um die Defensive geht, dann stehen da die beiden Innenverteidiger wie 2 Deppen rum, weil alles andere in Paris-Palermo rumeiert. Ja, da muss 'n Harry Kane den Sechser machen und Michael Olise und Diaz müssen nach hinten rennen wie die Bekloppten als Außenverteidiger. Ja, Leute, ey. Ey, ja, das geht in der Bundesliga. Ey, Augsburg war eine Katastrophe die erste Halbzeit. Und ich fange jetzt gar nicht vom Drittligisten an, ja? Und da tust du dich schon so schwer. Was ist denn, wenn mal ein Gegner von Format kommt? Der zerlegt dich in dieser Phase. Junge. Mann, Mann, Mann. Ne, ich gehe da voll mit. Aber wie gesagt, noch mal, das kommt immer drauf an, wie man persönlich Weltklasse definiert, ne? Das ist auch internationale Klasse und so. Das definiert ja immer jeder für sich anders. Ich glaube, wenn mein Freund uns immer ein bisschen mehr Freiheiten geben würde, hätten wir safe ein paar richtig interessante und vielversprechende Transfers gemacht. Das weiß ich nicht. Also, vom Freund bin ich ja eigentlich noch mehr enttäuscht, weil der und da habe ich ja vorhin schon gesagt, da warst du noch nicht da, Collio, weil der ja unter der Prämisse damals geholt wurde, den Spieler zu verpflichten, bevor er den letzten Step macht, um dieser Weltstar zu werden oder dieser internationale Star, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und davon gab es nicht einen Transfer bei uns. So, weiß ich jetzt nicht, ob das am Aufsichtsrat liegt, ob das am Trainer liegt, dass der nicht, wie gesagt, sind wir wieder bei den jungen Spielern angekommen, mit denen ich mit denen arbeiten will. Ich habe keine Ahnung. Blick da nicht durch. Kannst du von außen halt auch nicht beurteilen irgendwie. Mm, 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 mm. Naja, war ja nicht nur Louis van Gaal, ne? War ja nicht nur Louis van Gaal. Ja, Müller und so weiter, aber du hast ja vorher auch, du hast einen Philipp Lahm, ähm, auch wenn er dann ausgeliehen war. David Alaba dasselbe, der war auch ausgeliehen ein Jahr. Du hast einen Schweini gehabt. Es ist ja nicht so, dass du keine Spieler aus der eigenen Jugend gehabt hast. Ja, also Franzolino. Auf jeden Fall ein geiler Name, Alter. Aber jetzt ist Ende, ne? Deadline Day ist durch, Leute. 20 Uhr ist der Hammer gefallen. Mm, mm, mm. Musiala und Opa sind Weltklasse wie Harry Kane. Ja, die Meinung gehe ich nicht mit, Chico, aber ist auch nicht schlimm. Also Musiala ist noch lange keine Weltklasse. Noch lange nicht. Noch lange nicht. Und Opa auch nicht, sorry. Nee. Aber, wie gesagt, das kommt darauf an, wie man Weltklasse definiert. Mm, 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 mm.
Ja, aber wahrscheinlich hätte es einen Thomas Müller generell nicht gegeben, oder? Also diese Art Spieler als Trainer durchzudrücken, ist schon hart. Ja, weil Thomas Müller konnte nichts wirklich gut. War jetzt nicht so das überragende Talent oder sowas. Hat super unorthodox gespielt und war damit super erfolgreich. Aber da erstmal den Glauben dran zu haben als Trainer, Alter, genau den Spielertyp, den gibt es gar nicht. Aber ich will den. Das ist schon hart. Ne? Balls brauchst du da. Dicke, dicke Balls. Aber die hatten Louis gehabt. Sonst hättest du so eine Art Spieler gar nicht gesehen auf dieser internationalen Bühne. Ne? Das ist schon wild, ja. Ja, ist ja auch okay, Chico. Wie gesagt. Jeder hat da seine Meinung. Ja, darum geht es ja auch gar nicht, ob man nicht mit Teamgeist. Taktik haben wir nicht, aber mit Teamgeist kannst du natürlich viel ausgleichen. Das ist ja das Schöne am Fußball. Das Beispiel hatten wir ja auch schon, habe ich ja auch gesagt. Nimm Manchester City, nimm Chelsea, nimm Paris. So, wie lange haben die alle gebraucht, um die Champions League dann endlich mal zu gewinnen? Ne? Also eigentlich ist nur der einzige Club, der wirklich mit Weltstars regelmäßig die Champions League gewinnt, ist Real Madrid. So. Die haben das irgendwie, weiß ich nicht. Aber das liegt halt auch daran, aus meiner Sicht, dass Real Madrid trotz dieser ganzen Superstars, die sie immer haben, trotz dieser ganzen schönen Wetterspieler und hast du nicht gesehen, auch immer das Gen hatte, zu sagen, was wir nicht können. Alter, jetzt ist die Phase, jetzt müssen wir abgewichst sein. Das muss nicht schön aussehen, das ist scheißegal, es steht 1:0. Fertig. Jeder Superstar rennt, kämpft, macht, tut und dann stehen die einfach mal defensiv. Ja? Das ist ja, was ich sage, das ist, was uns noch fehlt. Bei uns ist nur Attacke. Nur Attacke. Was anderes können wir nicht. So, und Real Madrid dann so, wenn es um die richtigen Spiele ging, ja, ist uns doch egal. Ja. 20% Ballbesitz, wie sich an der Wand gespielt, fahren 2 Konter, ja, ist uns doch egal. 2:0 gewonnen, weiter. Ja. Das ist, was Real Madrid auszeichnet. Und dann haben die halt so wie wir auch, immer die individuelle Qualität gehabt, ne? Ja. Aber die waren halt immer schon abgewichst. Ich dachte, wir lachen mehr über unsere Auftritte. Warum sollen wir denn lachen? Opa auf die 6 als Panzer. Wir wollen doch keinen Sechser. Wir haben den perfekten Sechser in unserer Mannschaft gehabt. Was ist denn los? Hä? Also ich glaube, es gibt gerade, wenn wir über einen defensiven Sechser reden, gibt es ganz, ganz wenige, die vielleicht auf dem Niveau sind, wie es ein Palhinha ist, Alter. Weil es eine aussterbende Rasse auch ist. Ne? So, du hast den gehabt in deiner Mannschaft. Du wolltest ihn halt nicht. Weil Vincent Kompany der braucht keinen Sechser. So. Ich hoffe echt, dass wenn Davies wieder fit sein soll, dass da nie auf rechts gestellt wird. Ich glaube das nicht. Der Zug ist abgefahren mit Conny in der Zentrale. Ja, Pavlo ist die Entwicklung ist gerade nicht vorhanden. Ne? Ja, der hat sich ein bisschen viel von Josh angeguckt in der letzten Zeit. Düt, 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 düt. 8:7 gewinnen ist besser als ein 1:0 halten. Darum geht es nicht. Das Wichtige ist, dass man gewinnt. Warum sind hier eigentlich meine Töne am Handy an? Das ist, was Real Madrid immer ausgezeichnet hat. Ist auch das, was Inter ausgezeichnet hat gegen uns. Ja, im richtigen Moment halt einfach abgewichst sein. So. Und nicht blauäugig wie wir 90 Minuten Vollgas. Wie gesagt, guckt euch das Pokalspiel an. Wenn da irgendwie in der 80. Minute ein Kimmich den gegnerischen Torwart anläuft, sorry, dann hat das nichts mit clever zu tun. Ja.
Das hat sich in mein Gehirn gebrannt, Alter. Und gegen Augsburg war es Goretzka übrigens. Ja. So, das hat nichts mit clever zu tun. Das sind unsere zentralen Mittelfeldspieler. Was laufen die vorne den gegnerischen Torwart an? Also, das kannst du machen, wenn es 4-0 steht und meinst, du willst, weiß ich nicht, auf dicke Hose machen, aber doch nicht, wenn es 3-2 steht, Alter. Ja, dann halt deine Posi und spiel clever. Das ist das doch. Du, ich sehe das hier nicht. Ich denke den Jackson, oder? Ich weiß das nicht. Wird ja immer später erst verkündet. Muss das ja nur eingereicht haben. Akanji zu Inter, Transferfenster geschlossen. Anthony bleibt bei Real Betis, Bremen gelingt Top-Transfer, Fenerbahce holt Asensio. Noch ein Abgang beim FC Bayern, Fragezeichen. Kusiasare, FC Fulham laufen vorgeschriebene Verhandlungen mit der Leihe ohne Kaufoption. Die Leihgebühr soll 4 Millionen Euro betragen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen. Werden wir dann 4 verschiedene Meldungen. Ja, wirst ihr dann morgen sehen, wenn. Warte, ich mache mal mein Fenster größer. Wenn der FC Bayern sagt, yo, ist so. Ich kann es ja auch nicht sagen. Aber wenn man einen Kusi Asara abgeben will, dann werden wir den Jackson verpflichtet haben. Sonst wird es ja ganz wild. Ich meine, würde mich jetzt auch nicht überraschen, aber dann wäre es ja ganz wild. Gut. Thema Jugendspieler haben wir ja auf jeden Fall heute mal abgehakt, wa? Ja, wir könnten noch über UPA ablösefrei reden und keinen Vertrag verlängert bisher, aber angeblich ist man da ja kurz davor, von daher schenken wir uns das mal. Das Thema haben wir auch durch. Uli Hoeneß, Max Eberl, bla, brauchen wir auch nicht drüber reden, haben wir auch durch. Ulisse Ausstiegsklausel haben wir angerissen. I don't know, werden wir nächstes Jahr merken, denke ich. Könnte wehtun. Aber das werden wir sehen. Wenn man unsere Spielweise anschaut, muss man lachen. Nee, da muss man weinen teilweise. Ich habe es ja vorhin gesagt, es ist schön zum Anschauen und so weiter. Und das reicht. Mehr, ob es für die Bundesliga reichen wird man sehen. Ich meine, irgendwann werden die Mannschaften das auch raffen, so, weißt du? Vielleicht macht Vinny aber auch den Entwicklungsschritt so. Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der will unbedingt beweisen, dass man alles dominieren muss und an die Wand spielen muss. Und ja, das kannst du ja auch machen eine Halbzeit lang. Und dann steht es 3-0 und dann sagst du, jo, alles klar. Ja. Let's go. Kommt ihr mal. Zeigt mal, was ihr so könnt. I don't know. Wir werden sehen, ob wir den Stepper machen. Wir haben den Stepper letztes Jahr gemacht, nachdem wir gegen Barca auf die Fresse gekriegt haben. Da haben wir den Stepper gemacht. Ein paar Spiele lang. Da war Kimmich viel, viel defensiver, hat das viel, viel besser organisiert. Pavlo war der klare Achter, Kimmich der klare Sechser. Da waren wir defensiv gut organisiert, waren trotzdem noch gut gefährlich, ja. Haben trotzdem gut offensiv gespielt, aber da haben wir eine super Balance gehabt, ja. Umso länger die Saison ging, umso weniger haben wir das wieder durchgezogen, sind wieder davon weggegangen. Und jetzt ist gerade wieder volle Harakiri. Ja, volles Harakiri. Ja. Ja, kann gut passieren, Olli. Kann gut passieren. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt man da noch hin, dass man wieder diese Balance findet. Ja. Das war stark. Da war auch Kimmich stark. Da war Kimmich mit Pavlo richtig stark. Ja. Haben sie aber auch nicht nebeneinander gespielt, sondern eher, wie gesagt, Pavlo vor Kimmich. Das war gut, ey. Aber
Da sind wir lange wieder von weg. Da waren aber auch unsere Außenverteidiger dann auch nicht so super offensiv, wie sie jetzt gerade sind. Also ein Conny Leimer ist ja mehr ein Rechtsaußen wie ein Verteidiger, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und dann in den 2, 3 Aktionen, wo er dann mal Rechtsverteidiger ist, er kann es halt nicht. Sorry. Das ist ja auch nicht böse. Conny Leimer ist eine Maschine für mich. Ja, gehört einfach in die Zentrale, haben wir schon 100-mal drüber gesprochen. Aber selbst Stani, habt ihr Stani in Augsburg gesehen? Stani war ja mehr im 16er drinne, wie es ein Harry Kane war. Und Harry Kane war mehr Linksverteidiger wie Stani. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber solange wir die Spiele 3:2 gewinnen, ist alles gut, ne? Ja, aber komm, selbst Pep hat nicht ja, Pep hat anders dominiert, aber Pep war nie so blind. Ja, er hat sich mal ein bisschen vercoacht bei uns, so gerade Champions League, zu viel Gedanken gemacht, aber das war ja anders dominant. Ja, das kannst ja, also mit Company-Fußball kannst du das ja nicht vergleichen, finde ich. Also Company-Fußball ist ja wirklich so Hauruck, was hier schön anzuschauen ist, was ja gut klappt. Aber wenn die Mannschaft dann, und das wird die ganze Saison so sein, da brauchen wir uns nichts vormachen, Leute. Wenn die Mannschaft ab der 70. Minute müde wird, wird das schwierig werden. Ja. Und dann, wenigstens dann, ja. Wie gesagt, gib Vollgas 70 Minuten lang wegen mir, aber dann musst du doch wenigstens in der 70. Minute sagen, komm, unsere zentralen Mittelfeldspieler sind jetzt zentrale defensive Mittelfeldspieler, unsere Außenverteidiger sind Außenverteidiger. Und vorne kannst du ja immer noch wie doof anlaufen, wenn du was meinst. Dann wechselst du halt aus. Ja? Aber wenigstens dann müsstest du doch sagen, komm, jetzt mal positionsgetreu, jetzt mal einen Gang raus und schön dicht machen, nochmal einen Konter fahren, ja. Und dann ist doch gut. Aber selbst dann, nochmal, es kann doch nicht sein, dass du dann in der 80. Minute als defensiver Mittelfeldspieler einen gegnerischen Torwart anläufst. Das kann doch nicht zielführend sein. Und dann steht es 3:2, wo ich das mache. Steht es nicht 3:0. Ja. Katastrophe einfach. Naja, was Conny kann, hat er in Leipzig gezeigt, ne? Und jetzt musst du überlegen, dass Conny in Leipzig, wo er da auf Achter oder teilweise sogar noch einen weiter vorne, wo er da agiert hat, war er gefühlt alle 6 Wochen, 3, 4 Wochen verletzt. Und bei uns ist er ja gar nicht verletzt. Und stell dir mal einen Conny auf dieser Pose in diesem System vor. Ja. Ja. Der macht ja auf dieser Pose mehr wie Kimmich und Goretzka zusammen, was Gegenpressing angeht. Verstehe ich halt nicht. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach zu unmodern. Zu alt. Bin ein bisschen älter wie Winnie. Ja, die Kölner haben Euphorie. Das darfst du nicht vergessen. Siehst du ja auch gerade. So, wenn so ein großer Verein aufsteigt, haben die immer die ersten Wochen, die ersten 2, 3 Monate haben die immer eine Euphorie. Da sind die immer gefährlich. Dann noch zu Hause. Das wird nicht so einfach. Ich meine, guckt euch das Pokalspiel gegen Drittligisten an. Also, da brauchst du nicht erzählen, dass Köln freilos ist. Ja, also wie gesagt, für mich gehört Conny ins Zentrum und Punkt. Ja. So, aber dann müsstest du halt auch dein System ein bisschen anpassen. Wir spielen ja jetzt immer mit 2 Sechser nebeneinander. Das kannst du mit dem Conny halt nicht bringen. Conny muss halt den klaren Achter geben und der muss da freilaufen. Ja. So, und dann brauchst du einen Sechser dahinter, der das Spiel ordnet, der das Spiel ein bisschen lenkt. So. Auf der anderen Seite, aber gut, wenn du Kimmich und Conny machst, dann hast du 2, die frei drehen. Ja. Das ist ja Katastrophe. Ich wollte gerade sagen, ansonsten ist ja nicht schlimm, ob ein Kimmich jetzt irgendwo frei rumrennt oder ob es ein Conny wäre. Aber beide gleichzeitig und da Kimmich immer spielt, merkst du, ne? Merkst du das Problem. Jetzt weißt du, warum Conny Rechtsverteidiger geworden ist bei uns. Guck mal, durchschaut. Hä? Einfach im Stream.
Einfach so. Ich bin 29, ja. Na klar, sieht man doch, oder? Ich färbe den Bart auch grau eigentlich, damit ich älter wirke. So ein Ding. So, also, das Thema haben wir auch durch. Das heben wir uns ja, das heben wir uns aus, das heben wir uns auf. Wir könnten jetzt noch das Thema Champions League Auslosung aufmachen. Unsere Gegner. Sollen wir uns die nochmal kurz anschauen? Ansonsten habe ich nichts mehr, Leute. Ansonsten hat er nichts mehr. Haben wir ja auf jeden Fall ein paar interessante, oder? Also Chelsea bin ich gespannt. Zu Hause. Schweres Spiel. Ja, kann ich gar nichts. Kann ich nicht. Also wir sind ja eigentlich sehr heimstark, ne? Gerade international sind wir eigentlich sehr heimstark, erst recht gegen englische Mannschaften in der Regel. Aber ja, mal abwarten. Ich meine, Chelsea hat immerhin dieselben Probleme wie wir. Die haben auch Club-Weltmeisterschaft gespielt, sogar länger wie wir. Also gibt es da schon mal keine Ausrede, ab der 70. Minute irgendwie rumzuheulen, dass da irgendwie die Kraft weniger ist wie bei Chelsea, wa? Dann Paphos FC, I don't know, irgendwas Zyprisches musst du schlagen, Auswärtspunkt. Da wir uns aber auswärts immer schwer tun, hat uns letzte Saison gezeigt. Ja, aber eigentlich musst du sie schlagen. So, alle anderen Heimspiele musst du gewinnen. Punkt. Du musst gegen Brügge zu Hause gewinnen, du musst gegen Sporting zu Hause gewinnen und du musst gegen dieses komische San Guidosi oder wie man das immer ausspricht, musst du auch gewinnen. Feierabend. Brauchst du nicht drüber diskutieren. Dann hast du Paris und Arsenal auswärts. Wenn du da Punkte holst, holst du die, ja, würde ich unsere aktuellen, okay, ist 4.11., 26.11., mal abwarten bis dahin. Würde ich ansonsten aber als Bonuspunkte werten. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir eins dieser beiden Spiele gewinnen werden. Muss man natürlich mal abwarten, wie sich da bis dahin unsere Form entwickelt und so. Vielleicht schon wenn jemand zurück ist oder nicht zurück ist. Aber schwierige Spiele auf jeden Fall. Dazu haben wir auswärts Eindhoven. Ja, mal gucken, ob der Paul Wanner uns dann wegfickt. Was ich ein bisschen recht. Bin gespannt. Letztes Jahr haben wir uns ja auch schwer getan in Holland. Mal abwarten. Ja, also ich denke, Top 8 ist nicht möglich, wenn ich unsere Gegner sehe. Also ich sag mal so, aus meiner Sicht wird viel davon abhängen, ob Vinny mal die Breite, die wir durchaus haben im Kader, dann auch nutzt. Ja? Dass du dann halt mal vor so einem Champions League-Spiel dann in der Bundesliga mal sagst, komm, da reicht auch halbe Kapelle und ja, wenn er das nicht macht, dann wird es schwierig. Ja? Also wir kommen natürlich weiter, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Oder müssen nur die ersten 24 kommen, alles ist gut. Dafür brauchst du 4 Siege, das sollte gar kein Problem sein. Wie gesagt, unsere 3 Heimspiele plus das Spiel gegen Paphos FC, also 12 Punkte, Feierabend. Alles andere, ja, mal abwarten. Ja. Erste 8 wird schwierig. Natürlich können wir jeden schlagen, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, wenn wir alle fit sind, alle gut drauf sind. Aber das war die letzten Jahre nicht so. Immer viele Verletzte gehabt, gerade in die zum Ende des Jahres. Von daher mal abwarten. So, das wäre mein Take. Wie ist euer Take? Die Exoten muss man schlagen. Ja, aber die Exoten sind heiß. PSG und Chelsea Remis wäre ich zufrieden. Zu Hause musst du eigentlich schon starten mit dem Sieg, ne? Gegen Chelsea. Aber ja, mit dem Punkt kannst du dich jetzt auch nicht beschweren dann. Aber schwierig. Bin ich sehr gespannt. 17.09. ist das schon. Bild. 2 Wochen. Ist auf jeden Fall schon mal ein Gradmesser. Wenn du die irgendwie wegknallst, dann ist natürlich gleich wieder der Hype da. Ja.
Ja, wir können jeden schlagen, aber gegen jeden hart reinscheißen. Ja, das trifft's ganz gut. Und das macht die Saison mal wieder so interessant für uns. Ich habe den Uli noch nicht erreicht. Den Max auch nicht. Deswegen kann ich das gerade nicht sagen, ob der Jackson fix ist. Weiß ich nicht. Ich warte auf Rückruf. Nee, keine Ahnung, Leute. Weiß ich nicht. Wann ist der Stream auf YouTube für Rewatch? Im Laufe des morgigen Tages, denke ich. Ja. Obwohl, du bist ja Kanalmitglied, vielleicht, naja, schon. Kann ich noch nicht genau sagen. Gut, Leute, ich mach Feierabend. Das war's. Nummer 1 in dieser Saison. Nächste Woche Montag ist kein Stream, weil ist ja scheiß Länderspiel-Scheiße schon wieder. Meine Güte, ey. Ich hasse das. Zwei Ligaspiele und dann wieder der scheiß Länderspielpausen-Mist. Was soll das? Junge, Junge, Junge. Hä? Kannst du doch keinem erzählen, oder? Ist doch wohl eine Frechheit eigentlich. Naja, gut, so ist es. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Nolex, gute Nacht. Also ich danke dir, Kai, für deine ausführlichen und fachlich fundierten Kommentare und allen Diskutanten für die lebhaften Beiträge. Mach's gut. Schöne, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Spieltag in knapp 2 Wochen. Stefan, wünsche ich dir natürlich auch. Ne? Auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, aber sollte ja klar sein. Ne? Chico, Blondie,